Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fisch verrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und willkommen auch im neuen Jahr. Ja, in der 3. Staffel, sozusagen. Ja, und der 43. Episode. He? Geil, dass wir Mann. das auch noch geklärt haben. Geil. Hey, willkommen zurück und die ersten Nachrichten haben uns schon erreicht, wenn es endlich weitergeht. Ja, voll geil, dass ihr kaum haben können warten. Tut uns leid, haben wir müssen warten. Absolut. Oder auch nicht. Aber, ja, nein, eigentlich nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen gerade in die erste Rubrik und fangen an mit dem Rückblick und Ausblick. Also Ausblick ist eigentlich mehr, was ist in diesem Podcast. Wir machen ja nicht einen Ausblick wie wo was, sondern... Der Rückblick ist auch recht weit zurück. He? Ja, mega. Ich habe es schon gedacht, als ich heute meine Woche, deine Woche ausgefüllt habe, ich dachte, Scheiße, das ist schon verdammt lang her. Ja, ewigs. Aber egal, nichtsdestotrotz. Oli, willst du anfangen? Ich weiss überhaupt nicht, was da steht und komme gar nicht raus, was da steht. Okay. Kundelfingerhof Podcast. Wir haben ja mit ihnen eigentlich mal so ein Battle machen. Jawohl. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen an mir gescheitert. Ja. Warte mal. Eine Aufgabe! Nein. Stimmt aber nicht, ich habe zu viele Aufgaben bei uns im Podcast. Ja, Sandro Sidi, ich mache dir mal noch einen Gruppenchat mit telefoniert. Ja, perfekt, super, das wollte ich hören. Dann habe ich noch einen weiteren Kommentar oder einen weiteren Punkt aufgeschrieben, und zwar die Predator-Tour. Stimmt, ja. Es heisst ja, also wir sind belehrt worden, ihr seht es vielleicht in den Kommentaren, danke vielmals für den Hinweis, es heisst ja nicht Pre-Date, das ist nicht das Vordatum oder Vortreffen vor Date, sondern es ist ja Predator, Ja. also Räuber oder Raubfisch, ja, Räuber, glaube ich, heisst es. Also es heisst nicht Predator Tour oder Predator Tour, sondern es heisst Predator Tour und es heisst YouTube Predator Cup. Ja, sorry for that. Hey, dann kommen wir doch zum Vorstellen von unserem Podcast. Wow, jetzt haben wir eigentlich einen Rückblick gehabt, wir haben einen Ausblick auf den Podcast und jetzt kommen wir zum Vorstellen von dem Podcast. Die Ja, das macht Rubriken überschneiden sich ein bisschen. Ja, eigentlich soll es nur ein Rückblick sein. Ja, eigentlich schon, ja. Komm jetzt, das Jahr starten wir wieder mit Mit was? einem krassen Gast, oder? Liebe Fischverrückt-Community, natürlich haben wir auch im neuen Jahr wieder ein Intro für unseren Gast vorbereitet. Ja, scheisse. Richtig beschissen. Auf jeden Fall ist unser heutiger Gast ein ambitionierter Hechtfischer und Köderbauer. Kannst du nicht zahlen bei diesen Backteil, 17 €. Vor allem auf einen Köder hat er sich sozusagen spezialisiert und baut ihn in verschiedensten Farben an. Ich schicke dir, wenn ich am Basteln bin, ab und zu mal ein Foto, wie sie so entsteht. Aber natürlich nicht alle Details. Sein Bruder war auch schon bei uns im Podcast gewesen. Übrigens, was haltest du von deinem Bruder so fischereitechnisch? So ein Vollpfosten! Du bist so ein Vollpfosten! Geiles hier! Ob euch das gestummen hat, was er gesagt hat? Betrug! Einfach Betrug! Ist denn das schon alles gewesen? Ich muss eins rauchen! Eishockey ist auch bei ihm ein fester Bestandteil. Gibt es gerade etwas, wo du loswerden willst? Ich kann mir jetzt schon sagen, dass es Betrug ist mit dem italienischen Schiedsrichter. Gottverdammt! Lassen wir doch das Thema Eishockey und gehen wieder zurück zum Fischen. Irgendwie eine Arbeitsverweigerung heute. Willst du uns ein Kurzfazit über die letztjährige Predator-Tour geben? Souverän verloren! Souverän verloren! Stimmt das wirklich, dass es an dir gelegen ist? Woher ist jetzt der Scheiß wieder? Lassen wir das Thema. Liebe Fischverrückt-Community, begrüßen mit uns am dritten Mikrofon einen Müslibauer von der Extraklasse, der Peter Aschwander. Herzlich willkommen. Ja, danke. Also, perfektes Intro, muss ich also sagen. Gut, super. Ja, Nico, muss auch sagen, also das hast ja du geschnitten, das Intro, das ist jetzt wieder mal on point gewesen. Danke vielmals. Richtig geil. Merci. Man muss auch sagen, über euch Anschwanden gibt es auch genug Inhalt. Ja, das ist super. Das ist Ja. perfekt. Ja. Ja. Und ihr seid ja auch nicht traurig, wenn wir einander in die Pfanne hauen. Nein, wir machen es ja auch. Danke, Naschi. Eishockey, das stimmt, gell? Das war vom Eishockey gewesen, Ja. mit dem italienischen Schiri. Ja, perfekt. Ich habe es noch gehofft. Ich habe noch gedacht, dein Bruder ist so ZSC-Fan, du auch. Ja, schon. Puh. Nicht seit ich kann denken, aber sicher seit dem 96. Ja, siehst du. Ja, eben. Ja, mal so kannst du denken. Wann hast du das erste Bier gehabt? Nein. Ja, am 96. Jetzt geht der 5 runter. Ja, hey Peter, stell dich doch mal kurz vor. Ja, mein Name ist Peter Aschwanden, der Bruder von Aschi. Bin
bin leidenschaftlicher Fischer und Eishockey-Fan. Was soll ich noch sagen? Bauen Mäuse, die Bekannten. Und ja, bin Spinner wie ihr ja auch, wenn es ums Fischen geht. Das hört man gerne. Apropos Bier. Ja, richtig. Aber ich möchte Seit etwas 96, einwerfen. okay, Ich ja, möchte das ist etwas schon einwerfen. Ich habe extra für dich heute im Fall die schau richtigen jetzt. Socken angelegt. Schau jetzt da, hast du die vom Ronny? Ja, natürlich. Als der Ronny bei uns im Podcast war, hat Ja, er die uns hat- Stücke Socken verteilt. Die habe nicht einmal ich, der Alf hat, glaube ich. Ja, siehst du nur. Ja. Siehst Ich habe sogar 2 Paar von denen. Wow. Streber. Ja. Cool. Ja, Oli, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich meine- Excuse. Wir haben ja gerne Gäste. Und vor allem, wenn sie Traditionen befolgen. Aber wenn sie nur da stehen und uns anschauen, finde ich ein bisschen blöd. Können wir eins auftun? Gerne. Ja, auf jeden Fall. Gerne. Sehr gerne. Ist von meinem Nachbar übrigens. Lägerenbräu. Ja. Ist dein Nachbar der Lägerenbräu Bierbrauer? Lägerenbräu ist mein Nachbar. Und wir haben sogar Aktien dort in der Familie. Stark. Ja, nicht viel. Mit der Kiste Bier im Jahr. Gut, Immerhin. sind die noch selbstständig? Die sind selbstständig, ja. Das ist, Müllerbräu. Müllerbräu ist gross geworden durch die Badener Fahrt und ist dann aufgekauft worden, gell? Müllerbräu, ich glaube, das ist Schaffhausen, oder? Ja, ist möglich. Ich Glaube, wird irgendwie ist aufgekauft der worden produziert. von der Keine Falken, oder? Kann ich mal- Irgendwie so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wichtig ist das Lägerenbräu. Perfekt, sensationell. Ich kann überall laufen, komme meistens eins angeboten über. Ich kann euch sonst das Video noch in die Story hauen. Unbedingt. Und es ist kein Büchsenbier. Perfekt, perfekt. Sensationell. Wer will? Sehr gerne. Ja, wer will nicht? Ja, Ja, mal, das kann man trinken. Sensationell. Ja. ja, das macht es wirklich gut. Zwickelbier. Sie machen auch, ich glaube, das kann ich spoilern da, oder? Geht ja auch ums Fischen, oder? Ist selbstverständlich auch raus. Es gibt immer so ein sogenanntes Saisonbier. Frage mich nicht, was letztes Jahr war. Was war es? Keine Ahnung. Habe ich müssen. Mal irgendetwas, frage mich nicht. Okay. Ich habe es noch lustig gefunden, ich habe das Video lustig. Und jetzt dieses Jahr ist das Thema, haben sie etwas mit dem WWF, Ja. wo sie 50 Rappen pro Flasche spenden an WWF. Und zwar geht es dort ums Fischen, also um den Fisch, um den Lachs. Und zwar das Projekt, das da am Laufen ist, dass der Lachs wieder angesiedelt wird bei uns. Wow, mit der aber nicht mit der Lachsfarm, ist einfach die Ansiedlung. Ja? Nein, das ist die Ansiedlung. Okay, ja. Und das finde ich noch ein geiles Thema. Und ja. Hey, für alle, die Lägerenbräu nicht kennen, auf Instagram findet ihr es unter dem Namen Lägerenbräu aneinandergeschrieben mit AE und AEU, also Lägerenbräu. Eigentlich wie man es, ja, Lägerenbräu. Findet ihr es, Lägerenbräu AG, haben schon ein paar Follower und dort sind sie sicher immer up to date. So, Schleichwerbung gemacht für diesen Podcast. Danke am Sponsor. Genau, danke vielmals, auch Lägerenbräu. Ich tue nicht markieren, mal schauen, was sie sagen im Reel. Wäre schon noch cool. Ja, ja. Schlussendlich können wir ein riesen Paket. Ja. Herr, ist ja kein Bier-Podcast. Genau, ja, haben wir auch schon diskutiert. Ist ein über das Thema Fischer-Podcast. Bier, wenn du aufnehmen. Aber es geht immer ums Bier bei euch. Ja, logisch. Ja, natürlich. Gehört das dazu. ist So, ja, absolut. Gehört dazu. Absolut, absolut. Wer hat ja vor dem Einschlafen nicht auch gerne ein Bier? Piep, Nein. piep, piep. Darum würde ich sagen, machen wir meine Woche, deine Woche. Hey, und da machen wir es, glaube ich, wie bei jedem Podcast, den wir bis jetzt im Altjahr gemacht haben, dass wir am Gast den Vortritt lassen. Meine Woche, deine Woche. Also du darfst natürlich auch ein bisschen mehr ausschweifen als die vergangene Woche, selbstverständlich. Wieder anfangen arbeiten. Zum Fischen bin ich momentan nicht gekommen. Ja, Ist das Boot noch am Züsi? ja, das ist draussen. Gell, ist draussen? Ja, der Alf war ja zu Holland gewesen. Stimmt. Haben es mitgenommen. Jetzt ist es bei uns, also bei mir in der Garage unten. Und Neben dem Weidling. nein, der ist auf der Limmat. Der ist fix dort. fix dort, ja. Genau. Aber momentan viel zu tun. 2 Wochen Ferien gehabt. Über Weihnachten, Neujahr. Und jetzt halt, ja, wieder arbeiten. Da habe ich auch ein bisschen etwas zu tun. Weißt du, das ist das Verrückte. Ich wohne gerade an der Limmat. Oder ich habe eigentlich die Limmat bei mir im Garten. Ja, dann zwickt es die immer. Mhm. Jein. Das ist wie einer, der am Meer wohnt. Wenn du als Tourist kommst und sagst, hey, mega geil, hey, Ja, so gut, schön, ja. dann sagt er, ja, du, ich kenne es nicht anders. Oder? Das ist ja bei mir nicht anders.
Aber ich mache viele Beobachtungen. Also ich bin an der Lima laufen, mit dem Hund auch, habe 2, 3 Sachen gesehen. Bin auch noch Aufseher. Bist bei du? uns. Ja. Ich bin Aufseher bei uns im Verein, ja. Und ich sehe zwar momentan keinen Fischer, ist allen zu kalt, aber ich sehe die Spuren von ihnen. Oder? Also du bist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, manchmal, ja. Aber manchmal bin ich auch froh, bin ich nicht vor Ort. Weil Ja, das glaube ich. du könntest gewissen noch mal den Grind abreißen. Ja. Oder? Ja, ist halt gerade ein bisschen ein blöder Zeitpunkt jetzt mit dem Fischen. Aber ich habe ja meine anderen Hobbys. Ich kann daheim ein bisschen Mäuse basteln. Das ist auch geil. Geil. Für den Sommer dann. Ja, das ist schon geil. Fischst du die nur im Sommer, im Frühling auch, oder? Nein, ich fische sie eigentlich. Also im Winter nicht unbedingt. Im Winter gehe ich schon mehr Egli fischen. Im Sommer dann schon mehr Hecht, aber vor allem in Holland werden sie eingesetzt. Hier in der Schweiz auch. Aber dann fische ich ein bisschen, also eher die nicht so buschig sind. Ist schon weniger ein Schweiz, also schon auch ein Schweizköder, aber eher in den kleineren Grössen, gell? Oder täuscht das? Der Körper ist genau gleich gross. Ja. Aber das Bucktail habe ich einiges mehr in Holland drauf. Also in Holland ist es ein riesiger Körper. Das funktioniert aber auch auf dem Züsi. Wieso hast du denn in der Schweiz eher die feineren, sag ich jetzt mal? Wir Schweizer sind so. Das ist eingebrannt. Okay. Oder? Ich meine, in Holland fische ich 30 cm Gummifisch zum Teil, wo ich da glaube nie nie gefischt habe. Da fische ich einen 16er oder so. Ja. Du hast auch keinen 3-Inch Gummi dran, wenn du Fegli fischst in Holland. Mal, in Amsti schon. Wirklich? In Amsti habe ich 3 Inch dran, ja. In der City. Okay. Und das läuft super. Also, sobald 4 Inch geht auch noch so knapp, du sortierst schon recht aus. Hast halt einfach nicht die Frequenz. Und grösser, also 5 Inch, oder sobald du, was haben wir schon? Also nur schon mit 4 Inch, wenn je nachdem, wenn die gleiche Farbe von 3 Inch auf 4 Inch wechselst, dann hast du bedeutend weniger Frequenz. Das merkst du. Und ist einfach scheiße, wenn du ins dritten an der Brücke stehst und 2 holen dort Zander und Egli raus. Auch wenn es nur 25er, 30er sind, vielleicht mal das 40er Egli. Du einfach nichts fängst und denkst, ja, scheiße, komme ich dann auch wieder downsizen. Gehst wieder auf die kleine 3 Inch und dafür holst du nachher auch wieder jemanden einen raus. Es geht ja dort auch mehr um die Frequenz als in der Seite rein. Dort gehst du jetzt nicht wegen einem PB fischen. Also ich zumindest. Ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber ja. Aber ja, in der Schweiz fische ich auch eher kleiner, tendenziell als im Ausland. Kommt natürlich auch das Futterangebot drauf an, wo man ist. Ich glaube, es ist eben auch die Frequenz. Du hast halt im Ausland, oder also so kommt es mir zumindest vor, dass du im Ausland mit grösseren Ködern halt auch eher Frequenz hast, als in der Schweiz mit grösseren Ködern. Ja, würde ich jetzt Also, behaupten. Schon, ja. Und ich glaube, das motiviert einem halt auch, in der Schweiz eher die kleineren Köder dran. Ja. Beziehungsweise im Ausland halt die grösseren, weil die Frequenz ist ja wie in der Schweiz dann. Oder? Ja, keine Ahnung. Ja. Okay, also fischen bist du nicht, hä? Nein, Gut. leider nicht. Wann gehst du wieder? Gute Frage. Das ist wirklich, jetzt hast du mich gerade überfallen. Ich plane es eigentlich nie. Mich packt es einfach. Ich komme heim vom Arbeiten und denke so, jetzt gehe ich ein paar Würfe machen. Ich habe da 2, 3 Spots bei mir an der Limmat, wo in den letzten Jahren halt auch besser gezogen haben. Wo jetzt nicht mehr so ist, frage ich mich nicht wieso. Ich bin fischen. Jetzt fällt es mir ein. Ich war bei der Brücke gewesen. Über Weihnachten, Neujahr, das letzte Mal. Das ist 2 Wochen her. Geh Äschen fischen? Nein, ich gehe Egli fischen. Ja. Habt ihr noch Äschen? Wir haben ein Äschengebiet von nationaler Bedeutung bei uns auf dem Stausee. Das war jetzt ein Wink an einer gewissen Stelle, wenn ich mich verstehe. Nein, schau, wir fangen keine Äschen mehr. Ja. Also ich habe die letzte Äsche vor 3 Jahren gesehen, unterhalb vom Stauwehr. Ich bin recht verschrocken. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. Und ich habe meine Augen zuerst nicht getraut. Und dann, hey, eine Äsche, aber wirklich, wir fangen nicht mehr. Ja. Für uns ist sie auch nicht mehr so wie früher, da weisst du mehr besser Bescheid. Ja, ist halt das Gleiche, gell? Wir haben den Gänsesäger, wir haben den Kormoran, wobei ich den Gänsesäger fast noch schlimmer finde. Hey, das hörst du von vielen, ja. Der räumt Bruten weg. Und wenn ich bei uns unten schaue, eben, ich wohne am Wasser, ich kenne
ich bin dort geboren, also nicht dort geboren, aber dort aufgewachsen, geboren bin ich in Baden im Kantonsspital. Nicht Mami, wenn du jetzt den Podcast hörst und das nicht stimmt, bitte sag mir nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob im Sonnenberg oder im Kantonsspital, Okay, aber ist ja gleich. gut, ja. Ich kenne jedes Loch an dieser Limmat. Mhm. Und das ist Wahnsinn, das ist ein Weib, Gänsesäger, und drauf hast du 10, 15 Böcke. Mhm. Und das Verhältnis stimmt einfach nicht mehr. Und ich sehe die jagen und glaube mir, die sind blitzschnell unter Wasser. Also brutal, das ist nicht Pfeilbogen. Das hätte ich nie gedacht. Kormoran genau das Gleiche, die fangen bei mir unten an. Da verreckst sind 3, 4 Kormoran, die schwimmen flussaufwärts, also die Restwasserstrecke, und oben hockt einer und ja, pickt sich den Fisch raus. Das ist Wahnsinn. Also die haben gelernt. Crazy. Ja. Ich bin da gespannt, also über Kormoran, wenn wir auch eine Folge machen, ich glaube, das können wir sagen. Das können wir sagen, das ist... Ja, weil das krass. machen wir einen Weg, egal was für ein Gast oder was für eine Gästin, Eva, dass wir haben. Kormoran wird das Thema Ja, sein. wird sicher ein Thema sein, ja. Und da werden wir uns auch recht informieren. Ich bin recht gespannt, was da rauskommt, aber eben, nur schon wie du sagst, oder, dass ein paar und du jagen, einer da oben wartet, bis die Fische raufkommen und sich dann der Ranzen vollschlägt. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja. Und Das ist eben, jetzt nicht gerade in Berlin so ein riesen Ding. Hey, Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, Das irgendwo Video... ist etwas gewesen. ja. auf mit dem Eis dort. Genau, Auf ja. Insta. Ja, genau, ja. Ja, ist Wahnsinn. Crazy. Ja, du, er ist doch, bei uns, du könntest ihn jagen. Ja. Bei uns unten, du kannst ihn nicht jagen. Wir haben ja so eine Kooperation mit den Jägern zusammen. Also wir arbeiten da eng zusammen. Aber sie gehen eben nicht gerne ins bewohnte Gebiet. Also, Ja, klar. Das ist ja logisch. Weil sie melden es an bei der Polizei, dass sie gehen jagen. Und 5 Minuten später, nach dem ersten Schuss, stehen 5 Polizeiautos. klar. Weil sie müssen ausrücken, Ja, wenn sie eine ja. Meldung bekommen. Ja, Oder? natürlich. Und ja. Ja, ganz ehrlich, im bewohnten Gebiet rumballern, auch wenn es mit Schrot ist, wo vielleicht nicht allzu weit fliegt, oder mit weiss ich was für Munition, die haben ja spezielle Munition, wo dann auch nicht mehr viel oder nicht weit kommst, wo extra für kurze Distanzen ist, aber Es ist, weißt, es ist nicht mal bewohntes Gebiet. Es ist schon es ist ein Doppel, oder? Wir sagen mit dem Gebiet Höll. Da können sie eigentlich einen guten Kugelfang. Aber den Schuss, den hörst du kilometerweit. Ja. Und ein Gewehrschuss, den hörst du eben relativ gut. Und bei uns ist es verboten, mit Schalldämpfer zu jagen. So viel ich weiss. Also das ist uns gesagt worden. Das wären Varianten, aber das ist leider im Aargau verboten. Das ist auch wieder Kantönli-Geist. ja, okay. Ich habe gemeint, es sei irgendwie schweizweit so etwas. Aber ich bin zu weit weg. Zu weit weg, ja. Okay. Ja gut, spannend. Aber es war in dem Fall doch eine interessante Woche gewesen mit Fisch und auch mit diesen Beobachtungen mit dem Kormoran. Also ist Immer. ja. Okay. Ich Oliver? bin go fischen, wenn wir das Fischen nennen. Das erste Mal im Leben ein bisschen Felchen fischen. Da habe ich auch mal gedacht, ich muss mir das mal antun, was da die halbe Schweiz macht, glaube ich. Ufer oder Boot? Und vom Boot aus sind wir gewesen, natürlich. Fahrst da neben 100 andere her und hebst da dein Rütli rein. Also leist es einfach hin und wartest, dass es ein bisschen schaukelt und dann beißen die automatisch. Kann man habe ich die Erfahrung kann man gemacht, machen. ja. Man kann es auch ein bisschen aktiv befischen, indem du das Rütli auf und runter tust. In Zeitlupentempo. Macht schon einen Unterschied. Einmal an dem Tag, wo ich jetzt war. Hast du den PB gefangen? Natürlich habe ich meinen PB gefangen. Wenn du das erste Mal warst, ist alles Genau, im ja, PB. das habe ich schon gedacht. Ja, aber ist noch eine spannende Fischerei gewesen. Hast mal ein bisschen Zeit, um mit den Kollegen ein bisschen schwätzen, Fondue essen, Bierli trinken. Ist auch mal schön. Wo bist du? Gerade vor Rappi. Ja. Ja, ganz. Gerade hinten raus. Ja. Es war lustig. Du, mehr habe ich auch nicht gemacht. Immerhin draussen gewesen, gell? Bei schönem Wetter noch. Nicht auf die Klippli gefroren wie andere. Ja. Ja, und sonst ist bei mir wirklich ein Endspurt der Umbau vom Haus. Wir müssen jetzt packen, wir müssen raus Ende im Monat. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn du 4 Abend hast, gehst du heim Kisten packen. Ja. Aber ich freue mich jetzt wieder auf die Saison, die kommt am Podcast. Fischersaison auch. Wir haben richtig geile Sachen geplant. Ja, wir müssen doch nur noch das eine oder andere müssen wir schon noch vorbereiten. Wird sicherlich nice. Hey, ja, ich habe mir noch Weihnachten aufgeschrieben, dass das niemand von Hast du euch... jetzt extra nice gesagt? Ja, schon mal gehört. Ja.
Nein. Nein, okay, unbewusst einfach. Hä? Ich dachte, er hat es extra gesagt. Nein. Okay. Wegen? Nein, das ist an mir vorbei. Was? Wegen? Nice. 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 Sag ihm von jemandem im Podcast. Los mal die letzte Ja, eben Episode. drum. Ist ja nicht mal irgend so etwas gewesen? So. Ja, ich tue es nicht mehr so inflationär gebrauchen. Das Ja, ist es hat gut. bessert. Das ist nice. Gell? Ja, ist nice. Schön. Gut, habe ich auch lange gesagt. Gut, also, gut. Nein, fertig triggert. Dass niemand von euch Weihnachten irgendwie etwas gesagt hat, habt ihr eigentlich ein schönes Fest gehabt, habt ihr viele Geschenke bekommen, ist lässig gewesen. Ja, Wow. ja doch, Warte mal schön. doch, Weihnachten ist schon schön. Bei mir ist noch Jahre ein bisschen ins Wasser gefallen, weil alle krank waren. Aber darum ist wie so, die 2 Wochen Ferien, die ich hatte, war 1 Woche Ferien gewesen. Ja. Die anderen haben wir Krankenpfleger spielen. Ja, okay. Darum ist es so, ja, weiß auch nicht. Ist, aber schon vorbei, 1 Woche arbeiten, habe ich das Gefühl, kommst Ja. zurück in den Zirkus und... Ja, absolut. Bist du wieder drin wie vorher? Ja, voll. Nimmst dir immer vor, lockerer Ja. anzugehen Ja. und Ja. einen Tag, nein, ich sage 2 Stunden morgen ins Büro reinhocken, das E-Mail aufmachen und denkst schon, hey, fuck off. Ja, Absolut, genau. absolut. Es Absolut. ist- Ich sage immer, ihr Haus. Ja. Ja. Kommt dann. Aber easy. Hey, ich bin auch fischen, Zürichsee. Wir sind einen ganzen Tag lang draussen gewesen. Von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 10 Uhr. Boah. Es war arschkalt gewesen. Hey, und was mich vor allem erstaunt hat, weißt du, wir sind ja selber schuld, sind wir raus. Also, absolut, sage ich nichts dagegen. Wir haben gewusst, es wird kalt, wir haben das angelegt entsprechend, haben Wärmepads mitgenommen. Also, ich habe jetzt eigentlich nie gefroren, der Kollege auch nicht. Aber wir haben dann gefunden, geil, so auf die Eis irgendwo in den Spunten reinhocken, weißt du, so gerade am See zu, wo du das Bötchen hinstellen kannst, dann kannst du alles drauf lassen, Routen, Köder, Technik etc. Und dann einfach siehst du dich aufs Bötchen hin, kannst etwas essen, kannst dich ein bisschen aufwärmen. Hey. Wo wir waren, Region Horgen umeinander, Meilen, alles zu gewesen, am Mittag. Haben erst alle irgendwie so um 4 Uhr aufgemacht. Okay, gut, ja, easy, komm, ist Samstag. Und dann sind wir weitergefahren. Der Kollege hat zum Glück noch das Süppli mitgenommen, weißt du, das feines Kürbissüppli. Haben wir das noch gemacht. Danke, Leute, an dieser Stelle übrigens. Und dann haben wir gedacht, wir gehen am Abend so auf die 6 Uhr, so vor dem Eindunkeln, dann können wir nach den Scoper abmachen, können noch in die Nacht scopen. Ja, und dann haben wir mal geschaut, welches Restaurant das offen hat. Dann ist mein Handy abgehackt, hat kein Akku mehr mit der Kälte, natürlich Powerbank im Auto lassen, klassisch. Dann hat er geschaut, davor hat es eins, perfekt, sind wir reingefahren, zu. Ja, hast du nicht geschaut, ob es offen hat? Warte, nein, hat zu. Aber dort vorher hat es eins, das hat offen, das steht geöffnet. Reingefahren, Betriebsferien. Ich dachte, hey Freunde, das nächste ist irgendwo, wo offen gehabt hätte, Richtung City runter gewesen. Ich dachte, hey, nein, jetzt blocken wir nicht ab, jetzt bestellen wir uns irgendwie Pizza, sind auf Höhe Talwil gewesen, das Portofino wäre noch gewesen, aber dort kannst du eben nicht schön zufahren mit dem Boot, dass du auf den Hafen raus siehst und der Hafen ist so belebt und alles drum und dran, und dann müssen wir sagen, komm, dann bestellen wir uns Pizza. Das Geile war, das erste und das letzte Stückchen hast du aufnehmen von der Schachtel und das hat gekippt. Das war nicht lampig gewesen. Das erste, weil es so frisch und knackig war und das letzte, weil es so gefroren war. Ja, aber es war ein guter Tag gewesen. Wir haben doch 2 Hecht gefangen, wow. Gerade ein bisschen eine Ausbeutung für die Zeit. Ja, aber das war das einzige Mal, wo ich eigentlich war. Vorf oder scoped? Die waren gescoped. Ja. Neben dem Werfen im Winter mache ich mir relativ wenig Hoffnung. Und zumal wir noch ein Live-Scope auf dem Boot haben, ist es so ein bisschen, ja, wenn du weißt, es geht nicht viel, dann ist so die Motivation zum Werfen, hebt sich ein bisschen in Grenzen bei mir. Und beim Kollegen zum Glück auch. Ja. Aber es war cool, schön, gut geläutert. Ja. Ja, und dann auch wieder der Alltagswahnsinn mit Arbeiten. Und natürlich noch unsere Halbjahresplanung gemacht. Das haben wir ja Halbjahresplanung gemacht, nicht eine Jahresplanung. Und es gibt jetzt schon Datum Trouble, Genau. aber das gehört Bei der dann. Besprechung habe ich gemerkt, dass ich dann eigentlich noch in der Ferien bin. Ja. Hoppla. Kannst du am Schluss beichten. Ja, das schauen wir dann an. Ja, das wäre es eigentlich gewesen von meiner Woche. Infos aus der Szene. Hey, und da rechne ich eigentlich ganz schwer mit dir, Herr Aschwande, dass du auch so informiert bist wie die Brüder. Bezüglich? Was gibt es Neues aus der Fischereiszene? Was Neues gibt? Was gibt es für Infos, die noch nicht draussen sind? Die noch nicht draussen sind. Ich weiss nicht, ob ich das spoilern darf. Ja, du darfst alles spoilern. Also das Einzige, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, ich habe vorgestern noch mit dem Ronny telefoniert und er hat gesagt, es gibt einen mega fetten Preis an der Fischermesse
Bienen am Stand, irgendwie im Wert von über 5'000 höher, oder 5'000 Franken, das alle verstehen. Ronny, bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt etwas verraten habe, was ich nicht sollen. Erzähl. Ich meinte, das darf man sagen, weil das hat mir der Gysi von einer auch erwähnt am Telefon. Hat der Gysi auch erzählt? Ja, dass es ein richtig fettes Gewinnspiel gibt von Die reden miteinander? Ja. Ja, da bin ich erstaunt. Wegen? Einfach so. Okay, wow. Also, Was ich glaube, wissen wir noch nicht? also wenn dort Gewinnspiel von Stucki, hast du ein bisschen ausgesorgt. Ja, ich weiss im Fall nicht genau, was alles, aber er hat 2-3 Sachen angetönt. Aber dass jetzt der Gysi das auch schon weiss. Ja, eben, irgendwie ein mega Package im Wert von über 5'000 Franken zu gewinnen. Bei ihnen zu ihnen zu Stucki an den Stand gekommen. Ich und der Ralf sind, glaube ich, auch dort. Nein, wir sind dort, 100%. Ja, im Fall, was genau alles weiss ich nicht, aber das sieht man dann dort. Ich nehme an, es kommen alle. Ja, ziemlich Ich sicher. denke, also Ja. aus der Fischerszene in der Schweiz sind ja alle auch dort, Ja. wo man kennt. Und ich meine, es wird ja immer grösser und grösser. Jetzt ist er ja schon auf 2 Stück rauf. Wir haben nachher noch eine kurze Sequenz von Gysi, die wir einblenden, wo er dir alle noch eine Sprachnachricht gemacht hat. Aber die blenden wir dann erst am Schluss ein. Ja, erzählt euch ganz genau, was alles neu ist, welche neue Marken dabei sind. Ob wir vielleicht 1-2 VIPs haben, die wir noch nicht wissen. Und ob man vielleicht noch irgendwie ein Billett bekommt. Ja, und sonst so, was läuft in Zürich, Aargau? Nase. Es ist kalt. Änderungen, Wettungen umeinander dort, fischereitechnisch? Nein, gar nicht. Das ist verhockt. Also bei uns im Pachtrevier ist es wie seit 10 Jahren, seit ich im Vorstand bin. Er ist schon immer noch unbegrenzt. Ja. Entnommen. Nein, wirklich? Komm her. Wirklich? Dürftest du unbegrenzt? Hast du unbegrenzt entnehmen? Ja. Jetzt, Wow. ich wüsste nichts anderes. Crazy. Gut, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin bei uns vielleicht 1-2 Mal Äschen fischen. Ich bin wirklich der Hechtfischer. Oder? Ja, volle Sympathie. Ja. Der Reis bin ich früher ab und zu noch gewesen, mit den Bremgartner Jungs, mit den Sparnen. Und ich bin der mit der Laufrolle gestanden und irgendwie mit der 3 Meter blablabla Route. Ja. Und bin fast verzweifelt und die haben jetzt mal eine nach der anderen abgeräumt. Also nicht, ja. Ich habe auch noch eine, wenn du willst, gell? Ich habe immer Rückenweh bekommen. Bist du auf der Brücke gestanden? Nein, im Nein. Kies. Ah ja, gut. Ja, weißt du, jetzt, als ich dann angefangen habe zu fischen, so 2011, 12 umeinander, sind wir auf der Brücke gestanden und da hast schön am Geländer anlehnen gegenführen und da hast schön die Route eigentlich am Fluss, parallel zum Fluss eigentlich gerade runterlassen. Nein, ich habe sonst nur Rückenweh, wenn ich in Holland, wenn wir in Holland oder Predator durch sind, dann muss ich auch mal ein Tramala hinterhauen. Oh, geil. Ja, nein, Das das ist ist auch gut hier. vorletztes Jahr. Im Ralf müssen sagen, hey, jetzt musst du weiterfahren, ich sehe es nicht mehr. Ja. Nein, ich hatte ein Rückenproblem. Ja. Und dann war ich im Chiropraktiker und dann hat es wieder gerichtet. Herrlich. Ja. Gibt aber noch Gänsehaut, wenn es so roset. Ah. Ja. Okay. Hey, ich weiss im Fall auch nichts darüber. Ich habe das Patent wieder gelöst, aber es gibt keine Änderungen. Der Wels hat schon was bei uns. Sicher nicht. Mal. Okay. Ich glaube 40 cm. Hat er. Und ich weiss auch, als ich das erste Mal das Patent gelöst habe, hat es geheißen, der Wels, ja schon was, das kannst du vergessen, nicht mehr raus. Ja. Obwohl es im Büchlein gestanden ist. Und ich ja als Pfannenfischer, oder klassischer Pfannenfischer, natürlich, ich auch jeden Fisch, aber selbstverständlich. Ich bin dann wieder, im neuen Jahr, bin ich dann in den Fischerladen und habe gesagt, du, der Wels, hat der immer noch Schonmaß? Ist das wirklich fix? Er hat gesagt, ja, das ist fix, der hat Schonmaß. Also völlig eine andere Haltung. Ich dachte, wow, okay. In einem Jahr kehrt der Händchen. Ja. Also wenn wir es von dem haben, das haben wir aber schon letztes Jahr eingeführt bei uns. Wir haben, wir dürfen ja das Gesetz nicht verändern. Nur verstärken. Ja, wir sind ja Pächter von dem Gebiet und wir haben aber wie sagst du dem? Wir haben eine Empfehlung rausgelassen mit Fangfeister. Und wir haben ja Kartenausgabe gehabt und ich habe die Frage nochmal herrlich gefunden. Ich bin nicht allzu lange tätig. Ja, muss ich mich an das halten? Ja, es wäre schön. Ja, wenn ich mich nicht daran halte, ja, kann da nichts passieren. Es ist eine Empfehlung. Oder? Weil sonst wird ja
bei uns im Kanton nichts mit Fangfenster gemacht. Also bei uns steht es fix im Reglement drin, oder uns, zu Bremgarten. Wirklich? Ja, da steht es wir- im Reglement drin mit dem Fangfenster. Ja, aber das ist nicht nur in der Privatfischschänze. Überall. Also einfach der der Abschnitt, den ich befische, Okay. von Ionen her, vom Ja. Ionenbach, bis auf Fischbach Gösliken. Aber in diesem Abschnitt, das ist die Fischschänze, Bremgarten. Ja. Und dort ist Entnahmefenster beim Hecht. Zwischen 80 und einem Meter. Ja, aber das ist Privatfischschänze. Ja, natürlich. Ortsbürger. Nein, Ortsbürger ist zwischen also ist einfach im Bremgarten rein. Ja. In den Kurven, oder? Ja, das genau. ist Ortsbürger. Das ist Ortsbürger, ja. Ja. Und der untere Teil und der obere Teil, der gehört auch in die Fischschänze, aber Ortsbürger haben eine Sonderregelung, und das gibt es auch erst das Jahr erfahren, gell? Die Einwohner in Bremgarten, die dürfen schon früher gehen, die dürfen per Januar oder Mitte Januar in der Region gehen. Und die Ortsbürger, die aber auswärtig wohnen, die dürfen erst ab Juni gehen. Und die auswärtig wohnen und gar keine Ortsbürger sind, die dürfen gar nicht dort reingehen. Also es gibt 3 verschiedene Stufen, habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gemeint, es gibt einfach 2, es Ich gibt habe auch gemeint, Ortsbürger oder nicht ich habe Ortsbürger. früher eine Karte gehabt. Ja, Da wo ich noch zu Melligen gewohnt habe. ja, ja. Bin ich auch viel da oben gewesen. Ja. Aber ja, nein, es ist wirklich also Fangfenster und Schonmaß beim Wels. Da Schonmaß beim Wels ist auch noch speziell, weil die wollen ja eigentlich alle draussen haben. Aber Rausbringen tust du ihn eh nicht mehr. nein, Der nein. Zug ist abgefahren. Ja, Also- ja. Ja, und früher oder später habe ich das Gefühl, wird das einer der wenigen Raubfische sein, die wir noch konsequent können befischen können. Ja. Habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Ob das so ist, sei Ich meine, dahingestellt. wenn du schaust, wie der in diesen Jahressitzen gibt, oder nachgewiesen worden ist bei uns, sich expandiert hat, das Ja, ist, ja. das ist Ja, ja. brutal. Das ist abartig. Also bei uns in der Forellenaufzuchtanlage, wir haben jedes Jahr Karpfli, wir haben so ein Absenkbecken, wo nachher das Wasser verteilt wird, haben wir immer Wels und Karpfli Ja, drin. ja, ja. Glaube Also, und dann nicht wenig Wels. Die sind alle so klein, so 12 cm. Ja, Das ja. ist... ich. Ja. Ja. Das ist schon verrückt, ja. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen recht vom Thema abgeschweift. He? Ah ja, genau, Änderungen bei der Limit kenne ich. He? Alles wie gehabt. Ja, schon wie gehabt, ja. Zürichsee hast du auch nichts mitbekommen, gell? Mal ab dem, ja, das muss ich noch machen, ist ja nur noch Dings, gilt jetzt ja nur noch, wenn es mit dem App Ah ja, Fischenkarte. digital, ja. Digital muss Ja, ich noch machen. das Patent digital, ja. Kann ich das überhaupt abgeben? Das Und Patent? ich glaube, du darfst nicht mehr Hälter am Zürichsee. Das ist, glaube ich, neu drin. Ah, das weiß Das ich ist bei nicht. euch schon lange. Ich habe gemeint, Zürich. Aber am Also, Zürichsee? oder Obersee ist das nicht drin gewesen oder so. Das weiß ich nicht. Das war auch gut, habe ich eh nie gemacht. Das, Ja, ich auch nicht, aber ist einfach auch neu gesehen. ja. Aber jetzt macht es auch Sinn, warum dass ich so viele Bötchen sehe und uns den Fischkasten auskleidet in den Kühlschrank. Das ist aber eine gute Idee. Ja, absolut. Weil, also ich finde das Hälterbecken, das im Fischkasten das Live-Well, finde ich eh für nichts. Also, ich meine, wenn du das Tier dort rein tust, einfach zum drin behalten, dass du nachher am Abend vom Fischertag wieder kannst rauslassen kannst, dass dein Egli-Spot nicht kaputt geht, muss ich sagen, ja, okay, also finde ich jetzt auch ja, jenseits. Aber meine Einstellung, gell, das ist, ja, ist eben das eine. Also wir haben früher bei uns an der Limmat bei den Bootsplätzen haben all da die Huren von der Waschmaschine, weißt du, die Trommel Trommel, gehabt, ja. wo sie Ja. so gebaut haben Ja. und die Fische drin Ja. gehalten. Ja. Ja. Und das ist ja auch schon lange verboten bei uns. Ja. Und wir haben gerade letztes Jahr einen Fall gehabt, wo noch einer etwas drin hat. Ob jetzt das gewollt war oder nicht, ja, das hat er dahingestellt. Ja, da muss noch gezuckt. Es hat auch mal noch gezuckt, ja. Ja. Ja, es ist, ja. Finde ich, also ich finde es nur schon fürs Tierwohl so. Klar, gibt es solche, die sagen, ich lasse drin und schlage am Schluss dann tot. Damit es noch frisch bleibt. Jetzt gerade in den warmen Sommermonaten, okay, kann ich es noch eher verstehen, wenn du es so machst. Aber eben, dann machst du Kühlbox draus. Ja, würde ich eben auch sagen. Und dann gehst du ein bisschen Elemente rein oder gehst Genau. Eis rein. Kannst ja den Dank einen Sack Eis holen oder so. Genau. Aber, ja. Jedem das seine. Wenn man es nicht darf, ist auch okay. Willst du weitermachen? Also gut. Hey, die Hocksucht, ich weiss nicht, ob ihr die kennt. Auch schon gehört, ja. Die verkleinert auf rund etwa 70%, also etwa 30%, das heisst 70% wird abverkauft. Für all die kennen und etwas kaufen dort, sie rühren diverse Dekors raus für immer und haben wahrscheinlich nur, wenn es nötig ist, irgendwie eine Frau, die dort so ein bisschen im Marketing, Social Media Aushängeschild ist. Mit so richtigen Botox-Lippen und so, also nichts Schönes, finde ich. Aber die macht recht gut Werbung. Also ist es eine deutsche Marke, ja, Schweizer ist Marke? Deutschland, ja. Ja. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund folge ich denen, ich weiß nicht wieso. Und habe das gesehen. Dann EU-Bleiverbot. Haben wir das auch aufgeschnappt? Er ist Okay. an mir vorbei, ne? Anscheinend ist
jetzt im 6. ab Mitte Januar oder Ende Januar 26 gibt es in der EU soll ein Bleiverbot in Gang gesetzt werden, dass Blei bis 50 Gramm Übergangsfrist von 3 Jahren haben und über 50 Gramm eine Übergangsfrist von 5 Jahren. Ich weiss aber nicht, ob das schon durch ist oder nicht. Ich habe das im Facebook gesehen, hat im offenen Fischerforum Schweiz, irgendwie so ist das gepostet worden. Ist alles auf Italienisch geschrieben. Ich bin dann auch nicht mehr genau drauf, Italienisch schreibt man einfach nicht. Ja gut, sind wir ehrlich, ich finde es nicht schlecht. Ich hätte jetzt auch gesagt, ja. Ich meine, es gibt ja so viele Hersteller oder Marken, wo das anbieten. Ja. Und dann nimmst du halt ein bisschen mehr Geld in die Hand. Ich glaube, das ist eben der Punkt. Weißt, ich sage vom Boot her, ja, okay, bin ich bei dir. Weil dann kannst du den Hänger lösen. Ja. In der Regel, also ich sage jetzt mal in 90% der Fälle, oder 95% kannst du den Hänger lösen. Also du hängst in einem Gitter rein, in einem Rohr oder was auch immer. Aber vom Ufer her, wenn ich jetzt denke, keine Ahnung, an der Limit zum Beispiel, hast du wahrscheinlich auch viel Totholz drin und alles. An der Rüsse hast du auch viel Totholz drin. Das geht dann schon ins Geld. Im Stausee oben ist weniger das Problem, in der Fleischstrecke schon eher. Aber sind wir ehrlich, was für einen Preis hat die Natur? Ja, natürlich. Also Ich bin voll bei dir. Es ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Du hast natürlich, wenn du viel abreissest, macht es mehr Sinn, wenn du auf weniger schädlichere Materialien gehst, weil du lässt ja viel mehr liegen. Aber es geht dir selber halt mehr ins Geld. Und ich glaube, da kommt eben der Egoismus von uns, Menschen, allgemein, nicht nur Schweizer, wo halt dann sagt, ich schaue auf mein Portemonnaie und die Natur, ja, die macht das schon irgendwie. Habe ich das Gefühl. Ja, ich sage immer, der Schutz oder der Umweltschutz hört oberhalb von der Wasseroberfläche auf. Ja, richtig. Ja, genau. Das, ja. Aber ja, also ich finde es nicht schlecht. Ich finde auch die nachhaltigen Köder, sei das von Toppies, von was gibt es noch alles? Captain Greenfin. Ich finde das alles super. Ich finde das innovativ. Ich finde das mega. Ich selber fische auch ich sage jetzt einfach im groben Plastikköder. Das ist, aber ich meine, wir müssen uns ja weiterentwickeln, in allen Belangen. Sind wir ehrlich, oder? Ja. Ich meine, wir machen es beim Auto, Hybridautos, wir machen es überall klar, eigentlich. Ja. Und ich meine, Technologie ist ja überall da. Warum soll man sie nicht nutzen? Richtig. Oder? Halt wegen dem finanziellen Aspekt, oder? Das ist halt der andere Punkt, gell? Ja, aber eben, was für einen Preis hat die Natur? Richtig, ja richtig, aber wer stellt sich die Frage, oder wer gesteht sich die Antwort ein? So muss ich sagen. Die Frage stellt sich wahrscheinlich Menge, aber wer gesteht sich denn die Antwort? Also ich muss auch sagen, gell, mein Blei-Sort, also mein Jigkopf-Sortiment besteht zu wahrscheinlich 95% aus Blei. Ja, oder? meins auch. Und auch Ich glaube, jedem Fischer ja. wird das so sein. Aber es ist ja geil, wenn man dazu ein bisschen aufgefordert wird durch so Gesetze. Ich finde es einfach schade, dass man dann gezwungen wird. Also weißt du, dass Ja, braucht, aber dass wie du es jetzt das gerade gesagt braucht, hast, oder? Das der finde ich Mensch schade. ändert sich nicht. Genau, richtig. Aber das finde ich schade, dass man eigentlich muss zwingen, bevor das Umschalten irgendwie stattfindet. Ja, oder? Ja, eben, ob denn das auch wirklich kommt, weiss ich nicht. Ich habe den Artikel ehrlich gesagt auch zu wenig genau gelesen, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Dann ist im blinker.de, im deutschen Angelmagazin oder deutschen Fischermagazin, ein Artikel über Catch and Release drin gewesen, mit einem Professor, Doktor mit in Darlinghaus, ich weiss auch nicht, was der alles für Titel hat. Habe ich auch ein bisschen überflogen. Ja, wer es interessiert, wir haben auch vom Podcast her, Fischverrückt, haben wir in unserem ersten Jahr, glaube ich, ist das gewesen, haben wir Catch and Release Folge gemacht. Ziehen euch die rein. Ich habe sie recht geil gefunden. Das war wirklich mal die erste Folge damals, wo wir uns sehr gut vorbereitet haben, habe ich das Gefühl. Genau. Dann Guacamuscheln. Ist ja auch noch ein Thema. Haben wir auch auf unserer Bucketlist für das Jahr. Marc, übrigens, danke vielmals für den Input. Einfach mal so ein kurzer Bericht. Und zwar ist im ORF Vorarlberg, ORFV, drinnen gestanden, dass die Invasion am Bodensee verlangsamt worden ist. Und dass aktuell nur bis etwa einer Tiefe von 30 Metern jetzt eigentlich der Peak eigentlich so ein bisschen überstanden ist, dass es jetzt viel langsamer vorgeht, um sich zu vermehren etc., weil halt alles schon die ganze Nahrung für die Muscheln und aber auch vor allem der Platz für die Muscheln eigentlich schon aufgebraucht ist. Und da stellt sich mir einfach so die Frage, wie lange geht es, bis sie über 30 Meter geht. Das ist so, ja. In den nordamerikanischen Seen ist es ja ziemlich fortgeschritten. Auch dort, wenn man Kommentare liest, sehr lustig zum Teil. Zum Teil auch fast ein bisschen derbe Kommentare, aber da
Kann sich jeder dann selber ein Bild machen, wenn er einen Post dann sieht von ORFV. Folgt doch denen, wenn ihr wollt. Oder könnt ihr schauen, wie der Post aussieht. Dann haben wir 2 Releases. Und zwar einmal Survival of the Fishes. Da haben wir ja auch schon drüber geredet. Dort ist der Release am 10. Mai. Könnt ihr euch dick einschreiben. Wir so lange warten, Mann. Ich habe es auch gedacht. Immer traurig. Als ich den Podcast heute fertig gehört habe von Hecht und Barst, habe ich gedacht, hey Scheiße, es geht lang, Mann. Verdreht ist alles. Und YPC Boat kommt aber zuerst noch am 1. Februar. Wahrscheinlich ist es wegen dem auch. Erst fängt der 10. Mai. Genau. Schaust du jetzt YPC Kids da? Hey, ich habe mal angefangen mit der ersten Episode. Und ich finde es mega cool. Ich finde es schön, dass sie etwas machen. Ja, das ist es aber auch schon gewesen. Okay. Ja. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht weiter schauen. Ausser es läuft dann wirklich gar nichts. Ja, du? Nein, ich habe nicht mit angefangen. Ich habe mich gefragt, ob ich dort rein oder Also ob ich das kann lassen. ich finde es vor allem geil für die Jungfischer. Mega. Oder? Also profitieren die Jungfischer etwas von diesem Format? Also die mitmachen, ist sicher geil. Ja, die mitmachen, Ja. aber jetzt als Zuschauer, wenn man denkt, so ein 10-, 12-Jähriger... Sie werden einfach zu Freaks, wie wir Ja, jetzt. also ich glaube, es ist eine Motivationssache. Oder sie sagen, hey geil, auf dem Boot will ich auch mal stehen. Habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube, das ist der grösste Benefit, den sie daraus rausziehen. Sonst, weiss nicht. Also, ja. Gut. Mini, ja. Hey, das wäre es eigentlich gewesen, von mir Infos. Gut, machen wir doch gerade weiter mit YPC, weil wir ja ein bisschen vorzeitig aufgehört haben, bevor das Finale Ja. war vom Bank. Doch schon schnell fragen, bist du zufrieden mit der Rangliste, wie sie sich ergeben hat nachher am Schluss? Ich mag es ihm mega gönnen am Markt. Unbedingt. Absolut. Ja. Der hat lang geackert. Viel Pech gehabt. Ja, absolut. Und er ist mir einfach so geblieben mit dem Enrico ist das gsi, wo sie im Finale waren damals, wo beide dann gesagt haben, hey komm, weißt du was, wir haben ja beide unsere Boot da, wieso machen wir das nicht einfach vom Boot aus? Das habe ich ganz einen geilen Schachzug gefunden, ist auch vom Markt, glaube ich, ausgekommen. Dort ist er knapp, leider hat er es nicht geschafft, aber ich habe es mir jetzt mega gönnen und auch, wie er sich gefreut hat. Er ist für mich immer so ein bisschen, ja, ein pessimistischer Realist, wenn du so willst. Oder ein realer Pessimist, sondern ein pessimistischer Realist. Er schaut die Sache an, wie sie ist und zieht noch ein Spürchen ab und sagt, ja, vielleicht bin ich. Wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht bin ich. Und ja, hast du es mir richtig angemerkt bei der Rangverkündigung, wo es dann geheißen hat, hey Marc, du hast endlich durch dein Acker hast es geschafft, es ist ein Marathonlauf und jetzt hast du den Pokal in der Hand. Das habe ich cool gefunden. Da hast du mir richtig angesehen, wie er sich gefreut hat. Ja, voll, mag ich ihm auch unbedingt gönnen. Was sagst du zu Max Guder, Zweiter? Sackstarke Leistung. Geile Hecht, den er gefangen hat, 1,07 glaube ich. Wenn es mir recht ist, der grösste Pike im Turnier. Und das in Finnland. Stark. Das erste Mal mitgemacht, gell? Ja, Oder? Ja, Das erste Mal, das zweite Mal? Ja, das das zweite Mal schon. Ich glaube, das zweite Mal. zweite Mal. Ja, ich glaube, ich bin mir jetzt Also ich auch mag nicht es sicher. mir gönnen. Mega, absolut. Ich habe gehört munkeln, das könnte sein, dass er mal da zu hören ist. Ja, habe ich auch gehört. Hast du auch gehört? Ich habe aber auch gehört, das könnte sein, Dass wir weitere YPC-Teilnehmer Ja. im Podcast werden haben. Ja, bald. Dann Ton, dritte. Top. Ja, ich hätte es auch ihm natürlich gönnen, den Sieg, ganz klar. Ist auch ein guter Fischer gewesen, auch am Schluss mit seinen Zander, die er dort noch geholt hat. Hut ab. Ich glaube, er ist einer, der ein sehr gutes Netzwerk hat, was das angeht, von der Spotwahl her. Und aber auch das Gewässer gut kann interpretieren. Voll. Ist ein bisschen schade, als Zuschauer, wenn du einfach so die Sendung schaust, weisst nie, ist jetzt das Netzwerk oder ist es Gewässerkunde, Ja. warum das er an diesem Spot ist. Hat Also- ihm irgendeiner geschrieben, geh zu dieser Brücke, gehst ein bisschen südlich von dieser Brücke, 50 Meter, dort hat es ein Loch und dort musst du einfach rühren. Oder ist es, hat er wirklich auf die Karte geschaut, hat das Gewässer ein bisschen kennengelernt auch und hat gewusst, okay, da hat es eine Brücke, da ist sicher irgendwo Kehrströmung drin, die aushöhlt, wo es Loch gibt und da rühre ich jetzt und mache ich. Ja. Ich glaube, es ist sicher beides. Mhm. Definitiv. Also, ein Freak ist er auch, Ja, das glaube ich auch. oder? Das glaube ich auch. Und Tipps kommt er sicher auch über. Die Frage ist halt immer, wer gibt ihm die Tipps? Und kann man diesen Tipps vertrauen? Ich meine, wenn der eine schreibt, hey, geh bei der Brücke dort, ich meine, Ja. das haben wir ja der PT auch. Ja. Oder? Ich habe immer gesagt, als wir angefangen haben, im ersten Jahr, da haben uns so viele Leute Tipps gegeben, wir haben das probiert und es hat null funktioniert. Null im ersten Jahr. Und ich habe dann nachher immer gesagt, wo der Milan angefangen hat mit dem,
und die Barriere zugegangen ist, habe ich gesagt, Milan, wenn du hier im Camp bist und die Barriere zugeht, glaub niemandem etwas. Niemandem. Du kannst niemandem mehr vertrauen. Und eben, wenn einer schreibt, also ich würde jetzt wegen dem nicht irgendeine halbe Stunde in Karren hocken, die Brücke fahren und ein paar Würfe machen dort. Hey, ich weiss nicht, ich glaube, es ist ein bisschen etwas anderes. Der PT sind natürlich, wie viel? 100? Also wo wir angefangen haben, 50 Teams. 50 Teams und mittlerweile sind es... 150. Eben, genau. Ja. Und ich meine, in einem YPC-Final, da bist du noch das 4. Ja. Ich glaube, da kannst du schon eher mal auf so etwas vertrauen, habe ich das Gefühl. Ja, aber die Szene ist ja auch relativ klein. Ja, aber weißt du, schlussendlich hast du ja dann gleich, ich meine, du kämpfst gegen 3 andere, du kämpfst nicht gegen 149 andere. Oder? Ja, ist definitiv. Und ich glaube, es kommt darauf an, wer du fragst. Oder wenn du natürlich einen Marc fragst, der im Finale ist, ja, okay, definitiv bin ich voll bei dir, trau niemandem. Wenn du einen Max fragst, ja, mal ihm könntest du vielleicht noch eher trauen. Wenn du jemand anderes fragst, der dort auch dabei ist, an einem Roman, trau niemandem, mach das nicht, würde ich auch nicht. Aber wenn du nachher an einem Enrico schreibst zum Beispiel, oder an einem, keine Ahnung, weiss ich wem, würde ich schon eher vertrauen, weil die sind ja nicht mehr im Finale oder nicht im Finale. Und hast engen Kontakt so oder so mit ihm, oder? Ja. Und wärst ja richtig angepisst, wenn er dich verarschen würde. Ja, genau. Das ist so, oder? Darum denke ich, dann hast du schon eher ein Netzwerk, wo du drauf gehen kannst. Aber ja, klar, das Gewässer musst du natürlich auch irgendwie können. Gut, ich glaube, was der Peter anspielen will, ich glaube, das Skills musst du ja gleich selber mitbringen und das Vertrauen in die Köder, wo du fischst. Ja. Ich glaube, das hat einfach den Ton. Am Schluss fischst du. Ja. Und die Ausdauer musst du auch, Motivationsmindset, wie man so schön sagt, das ist schon... Ich habe das Interview noch herzlich gefunden, oder so habe ich den Ton auch wahrgenommen in Berlin, dass, wie er sagt, hey, schau, die 3. Medaille, die habe ich noch nicht bei mir, die kann ich jetzt auch gut aufhängen, weil ich sie brauche. Hat er nicht zuerst noch die falsche bekommen? Ja, stimmt, er hat die falsche bekommen, ja. Ist ja geil. Aber so, weißt du, so ist er. Ja. Ja, und Roman, brutal Pech gehabt. Hey, schade, aber eben, ich glaube, das ist halt im Turnier, das kannst du vielleicht noch sagen, oder? Ich meine, schlussendlich, du zockst, oder? All in. Ja. Das... Sieg oder Spielabbruch. Es ist so, oder? Egal, ob der Schiri ein Italiener ist oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Hey, dann mache ich noch schnell meine News durch. Fischen.ch sucht einen Guru. Das habe ich einfach noch lustig gefunden, wegen dieser Überschrift. Also, was suchen sie genau? Was ist ein Guru? Es ist so ein bisschen alles Shop-Beschreibung gestanden, aber ein Guru als Überschrift habe ich speziell gefunden. Proator, ich weiss nicht, ob ihr ein bisschen verfolgen, was der Martin so macht. Ja. Macht mega nice Hoodies für die Messe. Man kann abstimmen so ein bisschen von der Farbe her, finde ich mega cool. Bin dann gespannt, wenn wir es dann live vor Ort sehen. Dann, nein, das mache ich am Schluss. Für die, wir haben doch auch viele Zuhörende, die vielleicht den Sana-Kurs noch nicht haben. Ja. Bei Funfish könnt ihr am 15.02. oder am 22.03. immer vom 10 bis um 4 Uhr den Sana-Kurs machen. Der wäre in Rüti, wer so ein bisschen im Zürich-Oberland unterwegs ist. Dann Westin hat Creek Craw Rippler rausgebracht. Für die gerne Westin fischen, so einen kleinen Krebs. Sieht aus wie eine Larve eigentlich. Ich finde wie ein Krebs mehr wie eine Larve. Ja. Und, auch da muss ich vom Gesi nochmal sagen, unbedingt, wer es real gesehen hat mit Simon Thorenbeck, wir brauchen unbedingt noch die 100 Kommentare unter seinem Reel, dann kommt da die Schweizer Sportfischermesse. Habe ich noch nicht gesehen. Hast du das Reel nicht gesehen? Mal. Unbedingt, Nico, unbedingt. Ich habe mein Handy permanent auf Laut. Siehst, dann musst jetzt du unbedingt Mädchenfisch und alle deine Community anhauen, dass man das Reel kommentiert. Hey, jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gewissen. Er hat mir es gar noch geschickt. Scheiße. Hast du es noch nicht kommentiert? Gesi, ja, Peter, unbedingt. Tut mir leid, ich mache es noch. Ich auch. es wär ja machbar. 100 Kommentare sind jetzt nicht so viel. Nein. Also, da kommt er. Muss man etwas Spezielles kommentieren? Nein, schreibst du einfach top. Ja, also der Gesi hat gesagt, man schreibt Simon, wir brauchen dich. Ich habe einfach geschrieben, Simon, wie sie. Also ich schreibst einfach irgendetwas an. Also auf Englisch hast du sogar geschrieben? Ja, sicher, ich habe ihn ja noch markiert. Ich habe ja das Reel gedreht. Okay. Gut. Also, ja, unbedingt. Machen wir. Auch Fischverrück-Community, ich meine, da haben wir über 1000 Hörende. Also sollten wir herbringen, bringen wir 100 Kommentare. Ja, 10% macht das. Ich heimfahren nachher noch Leute, die mein Bruder aber schon gemacht hat. Wehe, wenn nicht. Ich habe jetzt gemeint, du rufst Simon an und sagst, er selber auch noch kommentieren. Nein, mit ihm habe ich keinen Kontakt. Okay, lustig war, der Toni, weiss ich, hat unten angeschrieben, er macht es auch für 50. Ja, das wären meine News gewesen. Ja. Also Herren. Top, dann würde ich doch sagen, ich habe nur noch 7% Akku. Oh, das ist aber schwach. Hoffentlich hast du das Tablet dabei. Nein. Aber ich würde gleich sagen, wir gehen mal weiter. Und zwar zum Thema.
Das ist einfach der entspannte Teil, wenn ein Gast da ist. Nicht? Absolut. Die müsst ihr nicht, wenn ihr nicht machen. Das will wir nicht machen. Ich hoffe, ich habe alle Community-Fragen eingetragen. Ja, also. Oli, wie wollen wir es machen? Ich glaube einfach so wie immer, der Peter erzählt einfach aus seinem Leben. Das Zirpen habe ich leider nicht drauf. Peter, wie bist du zum Fischen gekommen? Oh, mit 4. Ja, Ah, krass. ja warte jetzt, im 96? Nein, ja, genau. Ja eben, aber du hast nicht gesagt 96? Dann Nein, hat er das erste Bier gehabt. Eishockey 96, genau. Ja, genau, stimmt. Mein Götti war ein leidenschaftlicher Fischer. Gewesen. Und der hat mich mitgenommen. Mit 4 hat er mir das erste Mal Rute in die Hand gedrückt. Ja, bei uns unter der Limmat, wo ich aufgewachsen bin. Und seitdem hat mich das Fieber nicht mehr losgelassen. Ja, das ist jetzt nach 41 Jahren seither. Hey. Stark. Der erste Fisch, den du gefangen hast, ist? Hey, keine Ahnung. Wenn ich jetzt etwas sagen würde, würde ich lügen, aber also was wir als Kind viel gefischt haben, sind Öl bei uns unten. Also wir müssen immer Aalfischen, Nachtfischen, Nachtansätze gemacht. Ich würde sagen, wahrscheinlich Rotfedern oder so irgendetwas als Kind. Oder? Ja. Und, aber wir waren verrückte Aalfischer gewesen. Nachher hat es angefangen, dass wir ein Boot hatten auf der Limmat, das erste, das uns die Eltern gekauft haben, die Brüder und ich. Und dann Hecht. Jetzt mal noch mit dem Lebigen, mit dem Zapfen, runtertreiben lassen, am Schilf entlang. Und dann war es immer geil, wenn der Zapfen runter ist. Da war eine Spannung rum. Hast du nie gewusst, ob es ein Hänger ist oder ein Fisch? Nein, bei uns ist gewusst, es muss ein Fisch sein. Okay. Also du hast wirklich... Dort hat ein Kraftwerk noch gar nichts gemacht, was Raubäume und so angeht. Noch gar nichts. Also hat es in dem Fall das Dream Team schon immer gegeben, seit Anfang an? Ja. Du bist der Älter, gell? Ja. Wie viel älter bist du? 2 Jahre. 2 Jahre. 2 Jahre und 5 Tage. Wirklich? Ja. 2 Jahre und 5 Tage? Ja. Wow. Er hat am 26. Februar und ich habe am 3. März. Stark. Okay. Ja. Gut geplant. Dann müssen wir doch eine Suicide-Party machen. He? Ja. Ja. Ja, ist, nur schon zum Geburtstag viel für den Anschluss handeln, oder? Ja, die Messe ist ein bisschen früher, ja. Aber wir können ja einen Geburtstag rein feiern, den ganzen Monat. Oder? Ja, so. Dürft ihr bei euch mit Motor fahren? Ja. Ja. Bis auf Ottwil. Ja. Und Begrenzt? PS? Ja, ist gar nicht, das ist ein Stausee. Oder ist offen? Nein, also begrenzt. Nein, du hast Fluss aufwärts sind es 10 und Fluss abwärts 20. Ja. Machst du nicht gerade Prüfung? Ich habe sie gemacht, Hast du aber, sie gemacht? Ja, aber das war keine Frage gewesen. Ist bei uns nicht. Okay. Wo hast du sie gemacht? Auf dem Zisi? Nein, Hallwiler. Hallwilersee? Ja. Ah ja, stimmt, das hast du noch gesagt. Ja. Wo beim Mänich? Nein, beim... Wie hat jetzt der geheissen? Nicht beim Mänich. Ganz ein angenehmer Typ. Also wirklich ganz ein cooler Typ. Ein älterer, gelernter Stromer, das weiss ich. Wie hat jetzt der geheissen? Ich weiss nicht mehr, wie es geheissen hat. Ja, ich weiss es wirklich nicht mehr. Aber der ist eigentlich alleine, der macht es mit einem Kollegen zusammen. Der Kollege springt einfach am Abend an mich ein bisschen und er macht es ein bisschen untertags, wenn er nicht gerade irgendwie sonst am Arbeiten ist. Ja. Und mega, also ich würde es sicher wieder finden, wenn ich es suchen würde, aber ja. Das war echt, also easy gewesen. Hallwilersee ist hast du sie auf dem Zürichsee gemacht? Nein, auf der Limmat bei uns. Auf der Limmat selber? Ja. Okay, ja. Also ich weiss ja, wie es bei euch war, aber ich glaube, mit der Strömung ist es schon noch ein bisschen anders zum Fahren. Ja, aber weißt du, kennst es ja nicht anders. Ich meine, das Einzige, was ich mich daran gewöhnen musste, ist die Pinnensteuerung und nachher mit dem Steuerrad. Weil ich kenne jede Ecke dort auf dem Stausee. Ja. Also ich weiss genau, wie du anfahren musst, dass du anlegen kannst. Ich weiss genau, wie du wegfahren musst, dass du wegkommst. Mit den Pinnen, ja. Mit den Pinnen, definitiv. Ja. Das war einfach so umstellen nachher auf Steuerrädchen. Ja. Ist bei mir auch so gewesen. Also wir haben ja immer einen Aussenbord, also einfach so ein 6 PS, gell? Aber ich meine, das Manövrieren an und für sich, wenn du dort längst und Gas gibst, passiert das Gleiche mit dem Steuerrad, mit einem 100 PS. Nachher haben wir da Steuerrad gehabt und bin eigentlich das erste Mal mit dem Steuerrad gefahren. Und es war schon eine rechte Umstellung gewesen, von der Lenkung her. Also einfach so vom Gefühl her. Ja, wir sind dort stecken geblieben, dass eure Eltern das erste Boot gekauft haben. Ja. Genau. Wie ist es dann vonstatten gegangen oder weitergegangen?
Ja, einfach Fisch gesponnen, was das alles angeht. Also sei das im Verein, sei das Aufzuchtanlage. Der Ralf war lange Präsident vom Anglerbund im Baden. Ich glaube über 12 Jahre, wenn es mir recht ist. Jeder hat sein Ämtchen gehabt. Eben, wir sind verwurzelt extrem. Als ich auf Mellingen gezügelt habe, bin ich auch was gewesen, bin ich an der Reuss, habe direkt an der Reuss gewohnt. Nachher bin ich wieder zurück auf Wettigen, direkt an der Lim. Ich brauche das Wasser. Ja, dann Predator Tour. All die Geschichten. Wie manchmal habt ihr dort schon mitgemacht? Hey, ich würde sagen 11 Mal. 11 oder 12 Mal. Und schon von Anfang an ihr zwei? Nein, das erste Mal ist der Ralf mit dem Urs und ich mit dem Filet. Ja. Und der Urs ist dann Papi geworden. Und dann der Filet hat nicht mehr wollen. Und dann habe ich gesagt, komm, machen wir es zusammen. Fetzen wir uns doch auf dem Boot statt daheim. Und dann haben wir mit meinem alten Tracker, wo wir abgesoffen sind. Das, wo er gerissen ist? Ja. Dort haben wir auch Glück gehabt. Dort haben wir riesen Dort haben wir brutal Schwein gehabt. Wie lange ist es jetzt her? Noch nicht so alt. 6 Jahre. Gell? 5-6 Jahre hätte ich jetzt gesagt. 6 Jahre. Ja. Wenn du willst du vielleicht noch mal schnell ein bisschen ausholen für die Zuhörer, die vielleicht sich noch nichts darunter haben können vorstellen, über was ihr jetzt gerade geredet habt? Also von Anfang an? Ja, erzähl mal, Ja. wie die Story gelaufen ist dort. Hat, glaube zwar der Aschi schon erzählt, Ja, aber machen wir mal. mach nichts. Ja, also angefangen hat es eigentlich schon ein Jahr vorher, wo wir an der PT ausgewassert sind. Und dann Daniela Schäfer hinter uns war. Und dann nachher sind wir raufgefahren beim Parkplatz. Und dann ist sie hinter uns angefahren mit dem Auto, wohlverstanden, beim Auswassern. Und dann macht sie, «Na, habt ihr ein Loch im Boot?» Und ich habe unten nie geschaut und gefunden, oh ja, da tropft es ja ein bisschen. Und dann nachher, ja gut, sind wir heimgefahren nachher in die Schweiz. Und dann 2 Tage später habe ich das Boot aus der Garage rausgenommen, habe es angestellt und dann haben wir mal etwas Umgekehrtes gemacht. Anstatt das Wasser von außen am Boot, haben wir das Boot mit Wasser gefüllt. Und dann hat man gemerkt, oh, ich habe dort ein paar Haarrisse, ich habe dort ein paar Löchli. Und dann habe ich den Geier gefragt, ob er jemanden kennt, der Aluminium schweissen kann. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es einen. Und der hat mir dann das geschweißt, hat aber auch kein Geld wollen dafür. Jetzt weisst du ja wieso. Nein, er hat gefunden, ich nehme kein Geld von Kollegen. Okay. Und so noch, Ja. Kann man so machen. Das habe ich gut gefunden. Nur das Problem war, er kennt sich auch natürlich nicht aus mit Bootschweissen. Das ist logisch, ist Industrieschweißer. Ja. Und es hätte vielleicht auch, ich kenne ja genug Leute, die mit Boot zu tun haben, hätte ich vielleicht auch einholen können. Ich habe vorhin am Bug habe ich einfach sogenannte, ja, das ist so eine Arbeitsfuge, dass der arbeiten kann. Und die haben wir zugeschweißt. Und das hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Ja, dann sind wir aber auf Holland, haben das Training alles gemacht, tipptopp. Und dann war der erste Wettkampf da gewesen und es hat gewinnt. Es hat gewinnt wie die Sau. Und wir sind, Also sorry, die Arbeitsfuge, die ist ausser am Boot, gell? ja, das ist zuvor wirklich beim Bug so ein, wie sagst du, ein Profil gsi, das runter ist. Ah, ja. Und das ja. ist wie ein T-Profil angeschweißt Ja, gsi. ja, Und ja. in der Mitte ist dann nachher die Aluminium Bordwand eigentlich zusammengeschweißt worden. Und wir haben das ganze Teil nachher angeschweißt. Weil das Gefühl haben, dass dort das Wasser... Nein, wir haben einen feinen Haarriss dort gehabt. Und dann auf die ganze Länge bis Auf die hinten. ganze Länge bis hinten habe ich gesagt, schweiß durch, Kollege. Kollege von Kollegen. Ja, und dann sind wir eben an Predator Tour, wir hatten Trainingstag gehabt, alles tiptop, Vollgas, ohne Problem. Und dann war der Start gewesen. Und wir haben unseren Plan gehabt. Ersten Egli-Spot angefahren, der Ralf gerade das grosse Segli gehabt, dann einen zweiten Egli-Spot angefahren, auch gerade das zweite grosse Egli gehabt und dann haben wir noch unseren dritten gehabt. Dann sind wir dort runter und dann, die Wellen waren wirklich brutal gewesen. Und ich Vollgas mit dem Baseboot dort runter, oder? Und nachher bin ich aufgestanden, die Ruder in die Hand genommen, der Ralf auch. Und dann habe ich gefunden, das Boot bewegt sich nicht.
in der Welle. Es ist wie ein Brett drin gelegen. Eigentlich ja geil, oder? Ja, Eigentlich- aber es ist eigentlich halt so- nicht stumm mit der Welle, die Ja. nebendurch sind. Aber eigentlich so, wie du es willst, Ja. oder? Dann schaue ich hinterher zum Ralf, dann schaue ich runter am Boden und sehe, das war so ein Revisionsloch gewesen. Dann sehe ich, wie dort Wasser rauskommt. Ich dachte, oh, Ralf, anhocken. Was anhocken? Anhocken, ich habe es etwa 3-mal müssen sagen. Ist er angehockt, hat es dann gecheckt, dann die Rute ist nur am Boden geflogen. Motor an und dann gestopft. Das Boot nicht mehr richtig aus dem Wasser gekommen, also hinten ist schon über eine Bordwand reingelaufen. Und dann sagt der Ralf, ja, in den Hafen reinfahren. Ich sage, Ralf, da fahre ich nicht rein. Jetzt nur Spundwände. Das sind so Arbeitsboote und so sind da drin gewesen. Ich fahre noch, ja, ich sage jetzt 200-300 Meter weiter rauf, in den Privathafen rauf. Ja, dann sind wir da wirklich mit dem letzten Mühe und Not. Es gibt übrigens im Predator-Tour-Video gibt's ein paar Aufnahmen von dem, weil das Kameraboot hat uns natürlich gesehen, weil wir natürlich gewunken haben. Ja. Die sind dann gekommen, haben uns auch geholfen, nicht nur gefilmt, sondern auch geholfen. Nicht so wie der Hafenmeister in Holland. Obwohl die Holländer eigentlich sehr sozial sind in der Regel. Mega, aber der nicht. Ja. Also du kannst die Polizei und alles nehmen, mega freundlich, hilfsbereit. Ja. Der Ralf würde jetzt wahrscheinlich etwas anderes sagen, wegen seinem Todmannsschalter. Ja, gut, ja, das habe ich auch mit. Ja, aber ja, wir sind dann nicht auf der Sandbank, dann ist das Kamerateam gekommen, dann haben wir alles ausgeräumt. Und dann haben die gesagt, ja komm, wir fahren die rasch führen zum Hafenmeister. Dann sind sie dort führen und der hat irgendwie 360 € wollen, zum die Schranken aufmachen. Ja. Yes, das geht. Ja, Wie viel? 360 €. Ja, Es sei ein Viertig. Und dann habe ich mir alle gesagt, hey Kollege, nein, machen wir nicht. Alles rausräumen, ins Kameraboot rein, also alles, was Gewicht hat. Ja. Ihr schiebt mich rein und ich stoffe einfach runter, bis zum Strand runter. Pilgeni und... Haben wir das gemacht und hat das Geilste war, durch den Privathafen durch. Vollgas. Und dort hat es Wohnungen und Hütten, also Häuser gehabt. Und dann ist einer dort in die Veranda raus. Ich habe kein Wort verstanden, was der geschrauen hat. Aber es muss mit der Geschwindigkeit zu tun haben. Ja, nein, wirklich? Ja. Wow. Und dann dort runtergefahren und dann auf die Sandbank rauf. Und dann ist gerade der Jürgen gekommen, Chef vom Team CWC. Der ist dort im Rettungsanzug, so Hochseefischer-Rettungsanzug ist er gekommen, hat das Boot nachher in die Slipstelle gezogen. Ich habe dann unten gewartet, sie haben den Ralf raufgefahren. Ist morgen am 10 Uhr ist das passiert. Scheiße. Ja, am 12 Uhr sind sie, also sie haben den Ralf raufgefahren, um das Boot, zum den Trailer und das Auto zu holen. Ja. Ich habe dann etwa 2,5 Stunden gewartet und bin im Boot hineingehockt und habe brüllt. Ja. Ich habe wirklich gebrüllt. Ich habe gemeint, jetzt ist alles vorbei. Ja. Also das Boot hat mir auch wehgetan. Ja, natürlich. Ja, Ja, ich klar, habe relativ viel Geld ausgegeben für das. Ja. Ja, dann ist der Ralf gekommen, habe ich wieder gebrüllt. Also, weißt du, es sind Emotionen, oder? Es ist Ja, und vor allem, es ist gleich auch noch das Turnier, oder? Ja, genau, ja. Wir sind da rauf, weißt du? Es ist ja nicht Ja. einfach so, dass du sagst, ja, ich bin jetzt vom Zürichsee und ich habe in einer halben Stunde da hin und retour, weißt du? Aber wirklich, das Schönste war, wir haben so lange gehabt, um es nachher aufzuladen und wir sind etwa um 4 Uhr zurück im Biesbosch, im Startpunkt. Und dort sind ja gerade alle Teams zurück und wirklich alle haben gewusst, was passiert ist. Ja. Und alle, nein, nicht alle, da hatten wir ja 150 Boote zur Verfügung gehabt. Nein, das waren noch 100 gewesen. Der erste, der kam, war der Ugis gewesen. Der ist von? Lucky John. Ja, okay, ja. Ugis gross. Ja. Lettischer Schnellbootfahrer, das weiss ich, ja, das Weltmeister, Europameister, keine Ahnung. Also der hat etwas auf dem Das war der Erste, der gesagt hat, ihr könnt runterfahren, ich gebe euch meinen Stratos. Ja. Wie viel PS? 250? Ich gesagt, Ralf, nein. Bruder, da machen wir nicht. Auch wenn es geil wäre. Da machen wir nicht. Und dann ist der Mercury-Team, Chef ist gekommen und hat gesagt, ja, er organisiert unser Boot. Und dann habe ich dann gesagt, ja, warte mal, wir melden uns sonst gerne wieder. Und wer war noch gewesen? Das wäre Müller, der jetzt mal noch Quantum-Fischer, Ja. Quantum-Team-Fischer. Der hat auch gesagt, hey, wir können sein Boot holen in
Köln, nahe Köln, 3 Stunden fahren, 3 Stunden zurück, wäre auch easy gewesen. Aber schlussendlich hat der Daniel Kaczarek, auch vom dezimalen Team Quantum, hat irgendwie 2 Tage vor Turnierstart zu mir gesagt, na Peter, und wenn ihr dann halt absäuft, könnt ihr mein Boot kriegen. Wie wenn das gewusst Hat's hätte. gewusst. Ja, hat's gewusst. Der ist sicher noch ein Löchchen bohren vorher. Nein, das glaube ich nicht, aber weil sie sind, der ist fest mit dem Frank Bussmeier. Ja. Und der Frank hat ja sein Boot da gehabt und der Dani hat sein auf dem Parkplatz gehabt und dann, ja, Pinnensteuerung, ich glaube ein 60er Mocken. Noch nie Pinnensteuerung 60er Mocken gefahren. Ja. Das war geil gewesen. Gibt es selten? Also, ja. Habe ich das Gefühl, hast du nicht viel? Nein, ist bei den Deutschen vielleicht noch eher oder bei den Holländern. Ja. Aber bei uns bist du so in der Regel so... 40, glaube ich. So ja, bis 40. Circa. Ich hätte gesagt, eher noch drunter, so bis 20 und alles drüber ist meistens fest verbaut. Habe ich das Gefühl. Ja, ist schon eher wahrscheinlich. Ja, dann haben wir wenigstens ein Boot gehabt. Aber das ist schon geil, weißt du? Es ist schon geil, dass die Leute... Ihr seid ja doch dann schon das 5. Mal etwa dabei gewesen, oder? Wo das passiert ist. 5., 6. Mal so das umeinander. Und es ist schon geil, dass die Leute so zusammen sagen, hey, weißt du, scheißegal, komm, kannst du mein Boot nehmen. Weißt du, ist ja doch auch, ich meine, es ist Technik verbaut und alles drum und dran. So das Boot kostet nicht einfach nur 20'000 Stutz. Ja. Also weißt du, es ist ja auch, also du gibst ja, also relativ viel. Ich kenne viele da oben, die sich Boot hin und her schieben. Und das ist überhaupt kein Diskussion. Da sind die Deutschen halt nicht so verklemmt wie wir Schweizer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die geben viel. Erwartet aber auch nichts, also sie erwarten gar nichts dafür. Ja, du hilfst einander. Das ist schon crazy, finde ich geil, ja. Und es gibt wirklich, von der alten Crew, es gibt leider nicht mehr so viele, die dort oben waren, aber könnte jetzt gar niemand sagen, wo auf gut Schweizerdeutsch gesagt auf den Sack gegangen ist. Überhaupt nicht. Also all top. Ja, und dann haben wir es halt einen Tag verloren. Ja, gut. Aber ihr habt dafür die Egli gehabt? Nein, noch nicht, das haben wir nicht holen. Ach, oder habt ihr zwei Egli gehabt? Das dritte haben wir eben nicht. Das wäre noch cool gewesen, so während dem Absaufen noch das dritte gefangen. Das wäre wirklich, Stimmt, ihr habt 2 gehabt, ja. Aber ihr habt dann gleich fertig fischen, oder? Oder haben Full Card? Den ersten Tag haben wir gar nicht mehr machen. Also wir erst um 4 Uhr zurück. Dann am zweiten Tag haben wir das hinten gestartet. Das sind das letzte Boot. Weil jetzt mal sind ja alle noch miteinander runter, oder? Ja. Und ich habe mir alles gesagt, hey Ralf, ich kenne ihm Dani sein Boot nicht. Ich bin noch nie auf dem Boot gehockt. Ich bin noch nie mit dem Boot gefahren. Wir starten von hinten. Da sind wir das hinterste hinten. Es gibt, glaube ich, noch ein Video auch auf der Predator Instagram-Seite oder Facebook ist, glaube ich, jetzt mal noch gewesen, wo du uns siehst, so nach allen Booten nachtuckeln. Aber egal. Und dann sind wir wirklich an unseren Egli-Spot am dritten runter und haben ein paar Minuten haben wir das dritte Egli gehabt. Ja. Und dann, wir haben einfach Fullcard, ich habe gesagt, Fullcard qualifizieren für das nächste Jahr, alles andere. Ja. Das haben wir am zweiten Tag alles gemacht. Also wir haben 1 Egli gehabt, 3 Zander und die 3 Hecht. Ja. Und dann ist für mich dann gut gewesen. Ja. Aber da gibt es ja noch eine Story, die wir auch mitbekommen haben, oder? Wo der Ralf da war. Welche? Er hat ein paar Storys erzählt. Ja. Er hat ein paar Storys erzählt. Da bin ich noch jünger gewesen und noch nicht so vernünftig wie heute. Ja, gut. Ja. Kannst du aufhören? Hast du Bierdeckel drin? Oh, sorry. Danke. Hörst du das? Ja. Das ist schon gut. Du kannst am Feuerzeug ein bisschen umspielen, wenn du willst. Das hörst du nicht. Außer machst genau. Perfekt. Eben, und jetzt haben wir ja, letztes Jahr kein Full Car gehabt, gell? Wenn es mir recht ist. Muss ich jetzt auf das antworten? Das tut jetzt noch weh. Okay, ist gut. Aber von der Qualifikation her für nächstes Jahr? Ja, wir haben halt Connections, also wir dürfen immer mitmachen. Eben, also dabei sind wir. Das ist gehauen oder gestochen, dabei sind wir. Ja, okay, gut. Also aber nicht mit der... Ja. Hat es ist meistens so... Die nicht qualifiziert sind, weil sie Fullcard nicht hatten, sind als Zweite. Ja. Und dann kommen die noch nie dabei sind. Ja. Und bei 150 Teams wird es relativ schwer, dass du nicht dabei bist. Ja. Aber es ist halt... Es hat schon ein bisschen mit... Ja klar, hast du natürlich auch das Netzwerk. Ehrgeiz. Nein, es hat mit Ehrgeiz zu tun.
dass du dabei bleibst. Dass du dabei willst, also dass du dich qualifizieren willst. Ja, ja, natürlich, logisch. Ja, logisch. Willst du ja auch irgendwo können sagen, hey, wir haben geil können abschliessen. Genau. Also, haben die auch schon sehr gut abgeschlossen im Verhältnis. Ja. Also, im Vergleich zu letztes Jahr. Was ist 71. letztes Jahr? Ja, ich weiss es nicht mehr. Das war Segli gewesen. Wenn wir nur das 40er-Regel hatten, dann wären wir unter der Top 10 gewesen. Das ist so, ja. Aber eben hätte fahren. Ja, Genau. Ja. In dem Fall für Stückchen am Start. Ja. Das Jahr. Mit Geil. Namen. Ja. Geil. Ja, wir verfolgen das natürlich absolut. Ganz sicher wieder, wie es läuft oder eben dann nicht läuft. Wird sicher wieder ein Thema sein. Ja. Woher hast du jetzt den Scheiß wieder? Welcher Scheiß? Ja, die Sprache. Ja, die Umbrüder ist manchmal Gold wert. Ich muss das noch herausfinden, um was es da gegangen ist. Ja, das weiss ich auch nicht. Den Zusammenhang weiss ich nicht. Finde ich alles noch raus. Ja. Hey, was haltest du von Lachs in der Schweiz? Ich würde gescheiter schauen, dass wir die Forellen wieder anbringen. Und zwar unsere einheimische Forellen. Den Lachs ansiedeln mit Genen, die ursprünglich nicht von da sind. Ich finde es nicht schlecht, weißt, das muss man schon so anschauen. Man macht wenigstens etwas. Aber man konzentriert sich auf einen Fisch, der schon ewig lang ausgestorben ist. Oder es nicht mehr gibt bei uns. Man hat nicht mehr die genetische, von dem redet es ja immer, es muss genetisch der gleiche Fisch sein, oder? Darum darfst du ja nur die gestreiften schlussendlich wieder aufziehen. Darfst du das überhaupt noch? Was? Die gestreiften vor allem. Darfst du noch streifen und aufziehen? Also nachher meinst du? Ja. Keine Ahnung. Weißt du nicht? Ja. Also wir haben viel Wildfang. Ja. Also wir arbeiten eigentlich mit Wildfang. Ja. Aber da gibt es auch nicht mehr so viel, wie es auch schon gegeben hat. Gell? Das müssen wir auch sehen. Nein, ich kann einfach etwas nicht verstehen. Wir investieren so viel Geld investieren in diese Geschichte. Aber das, was wir noch haben, die Gene, die noch bei uns in den Gewässern vorhanden sind, und sie sind noch da. Ich könnte euch Videos zeigen von dem Sommer, wo wir 26 Grad hatten. Ich habe Forellen gesehen. Sie sind einfach an einem Ort gestanden, wo halt ein Kaltwassereinlass ist. Oder? Wieso tut man sich nicht konzentrieren auf so etwas? Und ich meine, man sagt, Beschattungen, alles gut und recht, aber da geht man im Sommer Ufergebiet roden, sei es vom Kanton oder von der Gemeinde oder vom Kraftwerk, und ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und da kommen mir wirklich Gallen rauf. Und ja, man muss den Fisch, auf das muss man das Augenmerk legen. Fokus auf Forellen und nicht auf Lachs, wenn dann. Oder eben Äschen, oder? Ja, Äschen ist... Auf die Fische, die eher eine Überlebenschance haben. So. Ja, schau, die Äschen und Forellen kannst du eigentlich ins Gleiche reinnehmen. Nur dass die Äschen halt Forellen noch eher flüchten, wie die Äschen... Also ich sage, ja. Der Rückgang von der Äschen finde ich, oder bin ich der Meinung, dass das ist unseren Gänsesäger zuzuschreiben. Ja. Gut möglich, weiss ich nicht. Wird aber sicher auch noch ein Thema sein. Zusammen mit dem Kormoran. Also, dass man da irgendwo nicht nur den Kormoran beleuchtet, sondern halt eben auch allgemein die Prädatorenvögel. Ja, da gehört alles, gehört auch der Wels dazu. Ja, nein, gut, jetzt einfach von den Vögeln her. Von den Vögeln her, ja. Wels ist wieder ein anderes Thema natürlich. Das du weißt, wir müssen ganz klar da sagen, ich bin nicht dafür, dass man es ausrottet. Nein, klar. Also, es kommt raus. Natur ist Natur. Das ist überall so. Du hast den Fisch. Und ich meine, der Einzige, der Grenzen macht, ist der Mensch. Ja. Das ist der Einzige, der Grenzen macht. Die Natur macht keine Grenzen. Das ist so, ja. Ja. Definitiv, ja. Aber hey, komm, genug über ich sage jetzt das einfach, Friedfisch geredet, oder? Wie Forellen. Die mich kennen, haben mich ja in diesem Jahr nicht verändert. Hey, mich nimmt es einfach extrem Wunder. Peter, du bist ja, für mich bist du der Müslibauer. Der Mr. Miuras aus der Schweiz. Nein, ist jetzt überspitzt gesagt, aber hey, wie bist du auf das gekommen? Ich meine, wie du sagst, Hechtfischer, deine Leidenschaft, du bist der Hechtfischer, so kennt man dich auch, so nimmt man dich wahr. Warum gerade die Maus? Ich meine, es gibt so viele andere Köder noch, fette Gummifisch, Swimbaits, genau, die sicher auch herausfordernd wären, das stellen wir auch ganz geil vor. Aber du hast dich für die Maus entschieden. Wie bist du auf die Maus gekommen? Ganz ehrlich gesagt, ich habe früher Gummi gegossen. Ich habe selber Gummis gemacht.
Ich habe jetzt wieder ein Projekt, das am Laufen ist. Simon, du hörst mich jetzt, gell? Da hoffe ich, dass das bald zustande kommt. Dann habe ich aufgehört, und zwar nicht, weil ich einen Unfall hatte, aber ich habe grusig die Hand verbrannt, mir ist der Kübel umgekehrt. Ja, ich durfte 3 Wochen nicht Auto fahren, mein damaliger Arbeitgeber hat es auch Freude gehabt. Bist du im Aussendienst gewesen? Ja. Perfekt. Kennst du es, gell? Ja. Also ich wäre gefahren, aber die Oberen im HR haben gefunden, nein, wenn ein Unfall passiert, dann du fährst keinen Meter. Ja gut. Auf jeden Fall, wie war das nachher gewesen? Ja, ich habe ein bisschen die Lust verloren. Ich habe wirklich die Lust verloren am Gummigiessen. Mein Bruder ist dann mit dem Geier und mit dem Luca fischen, und der Luca Nardin hat eine originale Miuras von Mauri. Und die haben die heimgebracht. Das glaube ich irgendwie für, schlag mich tot, 80 Franken jetzt mal. Eine gekauft hat, kostet sie auch über 200 Stutz, 250 Stutz. Ja. Und das ist das italienische Verhältnis, oder? Ja. Und ich habe die so geil gefunden. Und dann sind wir das erste Mal, sind wir in Holland oben gewesen, und der Ralf hat mit dieser Maus Hecht abgeräumt, und ich bin da gestanden, habe meine Gummifische gehabt. Und dachte, hey, das geht nicht. Ja, und dann habe ich halt die CWC Maus gekauft. Die normalen, die sind auch gut. Aber es ist einfach nicht das. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es selber mal. Ja, und so habe ich eigentlich angefangen. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, wie man vorgehen kann. Also das meiste ist Learning by Doing. Also meine erste Mäuse, ich schicke dir mal ein Foto von meiner ersten, mit der fangst du auch Fisch. Glaube ich. Keine Diskussion, aber es geht ja auch noch ein bisschen, der Mensch ist sowieso einer, der kauft mit dem Auge, sind wir ehrlich. Ja. Es geht nicht um den Fisch zu fangen, sondern es geht darum, dass der Mensch den Fischer kannst fangen kann. Genau. Das ist eindeutig so, ja. Ich weiss, meine erste Maus war Schwimmen, die ich gemacht habe. Ich habe den Korken nicht zu Boden gebracht. Ich weiss nicht wieso. Ich bin relativ schnell drauf gewesen, dass ich es gecheckt habe, wie viel das ich muss. Ja. Ich habe heute mein Standardgewicht, das ich mache. Am Anfang habe ich Gewicht verändert, grösser, kleiner, also Tieferläufer, oben durch, das habe ich eingestellt, heute mache ich das nicht mehr. Ich mache nur noch oben durch, und wenn ich runter will, dann haue ich das Play dran. Ja. Das funktioniert gut. Habe ich dann eben auch probiert. Ich habe dann ein 7 Gramm Fast-Attach-Play, so ein Chico eingehängt. Ja. Auch nicht runter. Kannst du denken. Also, ich will jetzt da etwas verraten. Ich habe so 27 Gramm Play drin. Ah, wirklich? Oh wow, okay. Nein, ich habe jetzt, also die ich jetzt runtergebracht habe, die haben kein Play drin. Das habe ich geschafft. Mittlerweile habe ich es so weit gehabt. Jetzt habe ich aber einen neuen Kork. Bin gespannt. Also ich muss das korrigieren. Alles zusammen muss 27 Gramm wiegen, bevor ich sie anfange zu binden. Ja, okay, was jetzt alles dazugehört. Ja. Das habe ich habe sie noch nie gewogen. Keine Ahnung, ich habe sie noch nie gewogen. Ich weiss auch nicht, wie schwer das fertig gebunden sind, mit Köder, ohne Köder. Weiss ich nicht, keine Ahnung. Kein Plan. Ich habe einfach mal drauf losgebunden. Und es hat Spass gemacht. Es ist eben das Binden, wo mich jetzt packt. Eben, wie jetzt bei dir, wo du sagst, hast du es mal selber gemacht. Und ja, ich nehme ja nicht an, dass du nur eine Maus mal gemacht hast, nachher ein ganzes Bettchen nicht gerührt hast, oder? Nein, die ersten sind völlig in die Hose. Und er hat gedacht, nein. Also ein anderer hätte vielleicht aufgehört, aber ich habe gedacht, jetzt mache ich weiter. Und also wo wir so lang waren und die erste Hecht gefangen haben mit einer eigenen gebauten Maus, das ist dann eben gerade nochmal ein grosses Gebührli. Das ist wie der Flügelfischer, wo seine eigenen Flüge baut. Ja. Das ist genau das gleiche Thema. Magst du erzählen, ohne dass du gerade verratest, was du für Keimzutaten hast? Aber was braucht man so, dass so eine Maus entsteht? Oder was schaust du, was achtest du, was kaufst du so ein? Man braucht den richtigen Faden zum Binden. Man braucht ein gutes Backteil. Man braucht einen Draht, wo du nachher kannst, das Vorfach machen kannst. Man braucht Gewicht, den Korken. Ich kenne andere, die keinen Korken brauchen. Die machen das aus Epoxyharz. Tun sie sich das vorgießen, der Träger. Ich bin ein Fan vom Korken.
wieso auch immer. Ist natürlich, oder? Ja, ganz wichtig, Augen. Ich bin so einer, ich muss Augen haben. Ja. Ich weiss nicht wieso, aber... Also eben, das ist etwas für dich, nicht wie du sagst, hey, der das ist Hecht für braucht mich. das auch. Das ist für mich. Aber es gibt ja ab und zu, dass du das Auge verlierst beim Fischen. Dann habe ich hure Mühe, die weiter zu fischen. Wirklich? Ja. Ah ja. Ja. Dann wird sie genommen, da ein neues Ja. Auge drauf. Das Problem ist dann einfach, wenn du mit der nächsten Farbe oder mit einer anderen, die fischst und dann eben auch nicht fischst, dann geht es schnell und hängst gleich wieder die andere an. Dann fängst du eben- Aber es hat eben schon etwas. Die Augen, die machen halt schon noch Ja. etwas. Also das Ja. ist meine Meinung. Ja. Wie viele Stunden investierst du jetzt so in Eine. eine? Ja, 3 Stunden. 3 Stunden. Also vorbereiten, Draht beugen. Ich tue den Draht auch selber machen. Ich habe mal mit dem Robin geredet, ob es eine Möglichkeit gibt, wir sehen ja ihre Bones, oder? Ja, Boulderix, ja. Haben wir alles abgeklärt. Für das, was ich es brauche, nicht möglich. Wahrscheinlich auch, weil es so individuell ist, oder? Ja, genau. Ja. Aber hast du so eine Vorrichtung zum Drahtbügen oder machst du Nein, alles nur mit der Augenmaß. Rundzange? Ja, aber alles mit der Rundzange. Alles noch? mit der Rundzange. Wow. Und dann eben auch lange gehabt, bis ich herausgefunden habe, was funktioniert, weil zuerst habe ich einfach normalen Draht genommen. Ja. Das war schön, gewesen, was es auch verrostet hat. Ja, ich kann es auch sagen, ja. Oder? Ja. Aus dem herausgelernt, dann mich auf die Suche gemacht, dann hat mir einen Tipp gegeben vom Schwingbesen. Ja. Weißt du, die Nimmst du Ja. so dicke? Hä? So dick? Nein, ich nehme dickeren. Der vom Schwingbesen ist nicht so dick. Ja, so 1 mm habe ich jetzt. Nein, das ist glaube Boah. ich 2 mm oder Ja. 1,8 mm. Ja, okay. Ich Gut, muss gell, ist halt einfach wichtig, eben Edelstahl sicher, dass es nicht rostet. Ja, Das ist, genau. ja. Und gewisse schwören auch auf Federdraht. Genau. Ja. Du auch? Oder hast du einfach, Was ist Federdraht? wo kannst du Federn machen, wo sich wieder... Ja, aber ja klar. Also, weißt, Du musst ja einen Draht haben, der stabil ist. Ja, also wenn natürlich. ich jetzt irgendwie einen weichen Draht nehme, der funktioniert nicht. der verzieht sich, Ja, glaub ich. also es ist, gibt ja eigentlich dann nur den sogenannten Federdraht. Der Federstahl, glaube ich. Federstahldraht, ja. Ja. Ich habe einen Lieferant gefunden in Deutschen, Ja. wo gute Ja. Qualität hat. Ja. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich kilometerweise brauche. Ja, ich brauche klar, nur ja. etwa pro Maus 20 cm. Ja. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Bei den Zutaten von der Maus. Aha. Ja, Bakterien. ein Trailer. Was nimmst du als Trailer so? Die letzte, die ich gemacht habe, hat einen Real Rider dran. Mhm. 24 cm. Twister? Ja, aber doppelte. Ja. Die klassischen Maus-Trailer. Oder? Den gibt es leider nicht mehr, der war von Spro gewesen. Der Giant Flapper. Was haben wir jetzt gar nicht. Den gibt es leider nicht mehr. Das war ein Tipp gewesen von Daniel Kaczarek an der zweiten Predator-Tour. Er gefangen mir nicht. Nein, es ist eigentlich nichts anderes als der von CWC, wo du eigentlich überall siehst, an der Maus, die industriell hergestellt wird. Also, ja. Es ist genau das Gleiche. Nur, dass der von Spro, der Giant Flapper, dass der einfach irgendwie noch 2,5 cm länger war im Grundkörper. Ja, okay. Aber sonst ist es genau das Gleiche. Ja, ja. Dann habe ich noch von einem Schwede No-Name-Produkt. Keine Ahnung, wie die heißen. Die sind aus einem Fischshop in Schweden. Die habe ich gesehen, die sehen auch geil aus. Was gibt es noch? Aber bist du eher bei Twister statt Ja, bei unbedingt. statt bei Paddle, oder? Gell? Schon. Der Fisch oder der Hecht steht im Kraut, im Ja. Loch rein, schaut rauf und sieht eine breite Silhouette durchziehen. Das triggert ihn. Ja. Ich habe jetzt wirklich in Holland mit dem Doppelschwanz bessere Erfahrungen wie mit einem normalen Pedal. In Holland spielt es keine Rolle. Wenn wir zu Holland sind, dann muss es einfach blau sein. Ja. Blau oder grün. Wirklich? Die Farbe, So ja. extrem? Ja. Okay. Ich habe gerade gestern noch etwas wegen Farbe, einen Podcast gehört von jemand anderem. Ja. Und dann, das war nicht voll, wo es um Blau gegangen ist. Doch, wir haben über mal. ein Ding geredet, über Jerkbaits. Ah, ja, ja, Und Blau, ja, wo man genau. eigentlich nie würde Ja, kaufen. genau, ja. Hey, in so. Holland, Blau, Color Number One. Crazy. Aber eben, es ist beim Westin Swim, genau, ja stimmt, beim Westin Swim, wo ich gesagt habe, Ja. da hat es Farben drin, die ich nie würde fischen würde. Eben Genau. so blau, violett oder irgendwie Grüntöne, weißt du, so wirklich wüste
Geschichten, wo du denkst, es sieht eigentlich schon nicht so leid aus, aber würde ich mir nie kaufen. Wenn du es hast, dann fischst du es. Aber, ja. Der Mensch ist der Kauf mit dem Auge. Ja, es ist so. Es ist aber auch richtig. Ich meine, das Gleiche, wenn ich mit dem Urs Saarland auf dem Boot bin, ich immer mit dem Urs auf dem Boot. Ja. Er fischt blau, ich grün. Ich fange nichts. Ja. Hänge ich blau an, fange ich auch. Hängt der grün an, fängt er nichts. Ja. Nächsten Tag ist es umgekehrt. Aber das gibt einem das Vertrauen dann auch in diese Farbe, gell? Das ist Klar. das andere, oder? Ich habe halt einfach auf Blau, ich wüsste nicht, ob ich schon mal etwas auf Blau gefangen habe. Also. Ja, der Baitfisch in Holland ist natürlich, wenn die vom Meer raus reinziehen, sind die auch silbrig blau. Ja, und ich glaube, die Wassertrübung spielt ja doch auch noch eine Rolle, weißt du? Auch von der Sichtweite. Ja. Und das ist halt, also, weißt, ich kenne es ja von der Rüsse her, wo wir am Köderfischli fangen, dann hast du einfach die Schneiderli gehabt. Ja. Und die sind ja auch bläulich, Ja. wenn du es rausnimmst. Ja. Aber wenn du es im Wasser rein hast, dann sind sie einfach so silberig halt und glitzern. Wie sieht das der Hecht? Wie sieht das Egli? Weißt du, sehen die Farben? Und das finde ich ein brutal spannendes Thema. Da habe ich mich jetzt recht eingelesen in das ganze Thema. Oder ich bin immer noch dran. Und da werden wir sicher auch eine Folge darüber machen, über Hecht und Egli, wie die so ein bisschen die Farben wahrnehmen und wie sie es überhaupt können wahrnehmen, auch für uns, auch das ganze aufaktive Zeug. Und das finde ich mega interessant, oder? Und halt eben auch die Unterschiede. In Holland blau-grün und bei uns in der Schweiz, ich weiss nicht, fischst du in der Schweiz blau? Also in Åland. In Åland. Åland, In Åland. Ah, Ja. Schweden oben dort. Ja. Ja. Fischst du in der Schweiz blau und grün? Also, einfach so. Eher gel, orange, schwarz. Eben. Eher. Eben. Einfach weil du die bessere Erfahrung gemacht hast. Oder? Eben. Und ich sage, das ist eben genau der geile Unterschied, oder? Von Land zu Land, ob das Åland ist, ob das Holland ist, ob das Schweiz ist, ob es Italien ist. Du hast einfach immer wieder andere Farben pro Gewässer, sage ich jetzt mal. Oder teilweise sogar pro Spot, wo du weißt, okay, die ziehen vielleicht schlechter oder besser. Ja. Also in Holland fische ich viel schwarz. Echt? Ja. Wenn das Wasser trüb ist. Um den Kontrast herzustellen. Ja, schwarz. Ja. Aber in Åland, Schweden, hast du ja auch eher brüneres Wasser, nicht? Ja, ist Moorwasser. Ja, eben. Eben, du hast, dort wo wir fischen in Åland, hast du zwei Gewässer eigentlich, eine linke Seite und eine rechte Seite. Und auf der linken Seite ist es immer so milchig, weil es dort einfach näher am Meer ist und anders reindrückt, wie auf der rechten Seite. Die rechte Seite ist bei uns, ja, dort hast du zum Teil klares Moorwasser, es kann aber auch trüb sein. Aber es ist schon meistens mehr klar. Ja, aber Moor, also brünlich, oder? Wenn du so Brünlich. wenn du am Fahren bist und ins Dort ist Schraubenwasser mehr reinschaust, dann brünlich, sieht es aus wie Gülle. Ja. Also ja. Ja. Oder wenn es Gülle drin hat, oder? Darum, es ist ja gleich auch dunkel, also es hat der Kontrast. Ich glaube eben nicht, dass es so dunkel Ich weiss ist. nicht. Das wollte ich jetzt gerade Trüb sagen. ist. Also, als ich in Schweden war, ich habe nicht das Gefühl gehabt, es ist eher klar. Ja. Du hast nur das Gefühl, weil der Wassergrund und die Steine einfach so braun sind, hast du das Gefühl, das Wasser ist automatisch so Gülenfarbe, wie du jetzt sagst. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eher Das klare ist, Sicht. ist sehr gut möglich. Eben. Das ist einfach das, was mir so geblieben ist, als ich damals in Schweden mal gefischt habe, wo du ins Schraubenwasser reingeschaut hast, hast du ausgesehen, wie wenn du durch Gülle durchfährst, fast, oder? Ja, ich Wunder, dass es nicht noch geschaumt hat wie Sau. Nein, bei uns schäumen es mehr. Wir haben unsere Gewässerverschmutzung ist grösser als in Ja. Schweden. Ja, absolut. Ja. Darf ich auch schon etwas sagen? Ja, sicher. Ich bin ja Plättchenleger von Beruf. Ich mache Projektleitung. Wir machen Swimmingpools. Ich soll jetzt euch einfach mal etwas sagen. Ich habe mal Diskussionen mit den Kunden, wenn sie kommen und sagen, ja, ich möchte ein schwarzes Blättchen eigentlich im Pool haben, aber dann wirkt ja der Pool, dann ist das Wasser nicht mehr blau. Dann sage ich immer, ihr könnt nehmen für eine Farbe, was ihr wollt, das Wasser ist immer blau. Und das ist Tatsache. Echt? Hast du grüne Blättchen, hast du blaue Blättchen, hast rote Blättchen. Das Wasser ist immer blau. Es schimmert immer blau. Aber in schwarzen Plättchen? Ja. Oh, jetzt habe ich gewusst. Ja, Siehst du voll, nur? ja. Siehst du nur? Das ist eben auch so ein Punkt, oder? Ja. Das ist draussen nicht anders. Das Wasser ist... Klar. Das hat nichts mit einer Folie oder sonst irgendetwas zu tun. Egal, was für einen Boden du hast, das Wasser ist eigentlich... Die Grundfarbe vom Wasser ist blau. Ist immer blau. Crazy. ist immer Jetzt immer habe ich gewusst. Ja. Habe ich nicht gewusst. Ja. Nice to know. Sonneneinstrahlung von draussen, oder? Ja. Das ist im Aussenpool so und innen ist es genau das Gleiche. Echt schon, echt. Wenn ich jetzt nur noch sagen. Ja, ist eigentlich schon spannend, ja. Hey, hast du schon mal andere Köder probiert zu machen, außer Mäuse und Gummifisch? Also eben auch zum Beispiel Hardbaits?
Nein, aber da ist gerade ein Kollege von mir, der hat angefangen. Und ich muss sagen, die kommen richtig geil. Mit Hardbaits? Ja, also er macht Jerks. Ja. Wir haben alle einen auf die Weihnachten geschenkt bekommen. Also der Ralf, der Milan und ich. Ja. Und er macht sie wirklich mega geil. Ja. Es gibt ein paar in der Schweiz übrigens, wo Jerks machen. Ja. Und ich könnte jetzt keiner sagen, wo sie Scheiße macht. Das sind ja auch alles Fischer, die wissen, wo das es geht. Ja, die wissen, wie der Jerk muss laufen. Nein, aber ich sage, ich bleibe bei den Mäusen. Schuster bleiben deiner Leisten. Ja. Ja. Und gang weiter Plättchen legen. Nein, ich muss es nicht mehr legen. Ich könnte auch nicht mehr. Das machen die Leute bei uns. Ja, das ist ja schön. Hey, welches ist für dich so die Farbkombo, wo du sagst, egal welches Gewässer das du gehst, das ist First Cast Maus? Chipmunks. Das ist, beschreib die Farbe. Weiß, braun, schwarz, vielleicht noch ein bisschen. Ja, wie heißt der Farbe? Wie sieht ein Chipmunk? Das Ocker. Ja. Das Ockrige. Ich weiss nicht, was du... Also, so ein Chipmunk. Oh. Ja, Chipmunks. So ein bisschen Cappuccino, oder? Ja, So brünlich. Ja. So hellbraun. Das muss sein, das muss dabei sein. Ja. Das muss. Ja. Ohne die gehst du nicht raus. Ohne die gehe ich nicht fischen. Und Zürichsee? Hm? Zürichsee? Also ehrlich gesagt ist mein Bruder viel mehr auf dem Zürichsee als ich. Also ich schaffe es, wenn es hochkommt, 5-6 Mal im Jahr, wo ich mit ihm auf den Zürichsee gehe. Aber dann lässt du deine Mäuse sicher nicht daheim. Nein, lasse ich nicht daheim. Dann fische ich Chipmunks. Echt? Ja. Ist das... Ja. Ja, das ist einfach die Farbe. Ja. Gut. Sind alle Fragen für dich nicht zu den Mäusen geklärt? Ich hätte noch eine andere Richtung zum Einschlagen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es für mich ready. Ausser, wenn wir die Frage auch noch stellen, wie viele Mäuse hast du schon gemacht? Nein, die will ich Lassen wir es raten. Ja. He? Also gut, ja. Dann ist für mich eigentlich, ja, so weit, so ready. Was verwendest du für Haken bei den Mäusen? Ist da unterschiedlich oder ist da... Nein, ich habe ganz am Anfang VNC probiert. Ja. Dann habe ich Honor lang, die sind gut. Und jetzt nehme ich... Oder die letzte, die ich gemacht habe, also ich habe noch jenste Höhe, der hat glaube ich BKK. Ja. Mhm. Ich glaube die letzte. Aber ich habe so viele Höhen noch bei mir. Ich könnte glaube ich etwa noch 300 Mäuse bauen. Ja gut, dann gehen wir ein bisschen dort an, wo wir eigentlich auch noch haben wollen. Und zwar war letztes Jahr, haben wir da auch verkündet im Podcast, Aschwannen Brothers zu Stucki. Ja. Genau, wo wir wunderbar in der Stucki-Montur dort gestanden sind. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? Erzähl mal ein bisschen, was ist jetzt eure Aufgabe? Also meine Annahme war ja ganz klar, dass ihr zu Toppis geht. Ja. Einfach so. Hätte man Also, nicht sagen, ja. Oder? Ja, Bei dir ja, auch, glaube ja. ich mir an. Also für mich ist fast klar gewesen, gehauen oder gestochen, ihr geht zu Toppis. Also ich muss erst zurück zum Alten gehen. Ich tue jetzt extra keinen Namen nennen. Bei mir tut es immer noch weh. Dort haben wir natürlich alles können machen. Mhm. Also, das war ein Laden, wo wir seit Anfang an dabei waren. Der Robin hat uns dort mal immer unterstützt, sei das mit Käppli oder Pullover und. Robin ist eigentlich, oder mit Chickheads, Ja. ist immer von Anfang an dabei gewesen und hat uns unterstützt. Und darum, das letzte Jahr war es ja so gewesen, dass das ja auseinander ist und auch die Rechnung nicht gezahlt worden ist an uns. Ist ja logisch, weil die haben nichts gewusst von dem und haben das wahrscheinlich ja gar nicht mehr, also wir ja auch nicht mehr wollen. Also haben wir das selber gezahlt. Und als Dankeschön für die Jahre, die wir hatten, wo der Robin uns unterstützt hat, haben wir gesagt, hey Robin, wir fahren mit dir. Wir machen das für dich, um dir etwas zurückzugeben, was du all in den Jahren gemacht hast. Also PT, wo wir unter der PT. Flagge Ja, von Toppis PT. dann gefahren sind. Genau. Bei Ronny ist es so, wir sind eigentlich, wo wir angefangen haben mit der PT, ist das eigentlich wegen dem Röbi gsi und wegen dem Andi, weil die sind auf das gekommen und wir sind dann reingerutscht, sind mit ihnen mitgegangen. Die sind dann auseinander, also die haben dann nicht mehr zusammen gefischt und der Röbi ist dann
ein Jahr drauf mit dem Ronny an der PT auftaucht. Dort war der Ronny aber noch nicht bei Stucki gewesen. Also mal Teamfischer ist, glaube ich. Ja, mal Teamfischer, gewesen. ja. Der Röbi ist ja auch Ja. Ambassador, wenn es mir recht ist. Ist er immer noch, Was? der Röbi? Der Röbi fahren, also Predator Tour fahren sie eigentlich Neben Stucki. Ja. Ist er immer noch? Ah, okay. Ja, einfach nicht mehr Oder Teamfischer. schon lange, ja, okay. Ah, Also Predator Tour sind sie eigentlich immer für Stucki okay, unterwegs. ja. Das war schon immer so gewesen. Ja. Und dort haben der Ronny zuerst mal kennengelernt. Und ich habe seine Bündnerschnur so geil gefunden. Ich liebe. Wenn ich mit ihm telefoniere, ich kann nicht anders. Ich fange dann an von Bündner, ich mache es jetzt da nicht, weil das funktioniert. Und irgendwann habe ich gesagt, hey Ronny, bist mir nicht böse, wenn ich das mache, ich kann nicht anders. Er hat gesagt, hey, ich finde das geil, wenn du das machst. Ich habe gesagt, ja, ist gut, okay. Und wir hatten eigentlich immer Kontakt mit ihm gehabt. Und irgendwann ist er mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit ihm geredet habe oder er mit mir, ich weiß es im Fall gar nicht. Es hat sich einfach ergeben. Ja. Es hat nichts Böses mit dem Robin zu tun, überhaupt nicht. Ich habe auch mit dem Robin geredet, von Anfang an. Das ist alles im Sauberen. Ich meine, ich habe mit dem Sidi auch einen sehr guten Kontakt. Eben, das ist ja bei uns Schöne. Unsere Fischer-Community in der Schweiz, also die meisten, es gibt schon Ausnahmen, gell, dass man es einfach mal gesagt hat, die sind ja eigentlich alle miteinander. Ja, das ist so. Ich will niemandem etwas Böses und ich glaube auch jemand anderes will mir nichts Böses. Ja. Und wenn, dann sollen sie jetzt sagen. Nein, Spass beiseite. Schreiben Sie Kommentare. Es ist ja wirklich das Schöne bei uns. Man kann miteinander reden, niemand ist böse auf den anderen. Ja, und das ist eigentlich super abgelaufen. Auch der Ronny hat gesagt, hey, ich will keinen Ärger, ich schätze den Robin über alles. Ich auch. Ich kenne den Robin auch schon lange. Und das hat sich einfach so ergeben. Also ich kann jetzt eigentlich auch nicht auf das auswählen, dass er irgendwie Schnitt haben oder so. Nein, gar nicht. Ja. Nein. Habe ich auch nicht so verstanden. Nein, so ist es auch nicht übergekommen. Also es ist eigentlich wirklich auch alles sauber abgelaufen. Also aus meiner Sicht als Außenstehende, sage ich jetzt mal, ist eigentlich wirklich alles auch transparent und alles abgelaufen. Es hat mich nur ein bisschen erstaunt, weil ich auch wirklich gedacht habe, ja, wenn ihr jetzt für Toppies an Predator Tour oder Predator Tour geht, so sagen wir es richtig, nicht Predator, sondern Predator Tour, dann gehen ihr dann auch zu Toppies. Also da habe ich wirklich, der Aschi hat schon immer gesagt, wenn, dann gehen ihr beide zu der gleichen Marke oder beide nicht. Das ist ein bisschen, ja. Das ist doch das, was ich dir gesagt habe. Ich war mit dem Aschi auf dem Boot und plötzlich war der so überzeugt vom Curly-Tail von der Real Rider Curly. Plötzlich war er mega überzeugt von dem. Ist er bei mir schon im Fall. Ich weiss noch, als ich mit ihm raus bin und dann sind wir auf dem Zysium gefahren, das Gobi geschaltet, habe gesagt, was fischst du? Und dann sagt er, ja, da der Curly von der Stucki. Also, ja. Und da war er schon mega überzeugt davon. Ja. Also, ich glaube, es war von Savage Gear gewesen. Ja, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Nein. Ich glaube, es war schon immer der gewesen. Ich habe mit dem angefangen. Ja. Der Robni hat mir mal ein paar von dem gegeben. Das ist aber schon länger her. Und ich hatte noch so alte Twister von Relax. Die sind ein bisschen kleiner. Und bin eigentlich immer von denen überzeugt gewesen, aber die haben nicht funktioniert. Und ich habe einfach nicht aufgegeben. Und dann habe ich von Ronny wirklich die Curly-Tail bekommen. Und bin mit dem Ralf auf der Züsi. Und dann habe ich den angemacht und dann sagt der Ralf, der Fisch ist jetzt aber nicht mit dem. Dann habe ich gesagt, warte, der ist super. Irgendwie 2 Auswurf, 1,2 Meter. Ja. Und dann sagt er, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann habe ich wirklich nur noch den gefischt und einen super Fisch gefangen. Und dann sind wir auf Holland rauf. Und dann habe ich gesagt, hey, das Ding muss funktionieren für Zander. Und es funktioniert brutal. Ja. Also Zander haben wir ja zack, relativ schnell fallen gehabt, auch im Training. Ja. Es funktioniert super. Ich finde es ganz ein geiler Köder. Ja. Ich habe noch nie, du hast ihn auch schon gefischt, gell? Ich fische auch fast nur noch vielleicht, ja. Ja. Nein, ich habe noch gar nie gefischt. Also, ich habe nur gesehen, als ich mit dem Aschi aufs Boot bin, dass er den fischt. Ich weiß nicht, was ich den gefischt habe. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Aber ja, hat auf jeden Fall an dem funktioniert. Und ich glaube, es liegt nicht mal an und für sich Curly-Tail von Stucki, wenn du so willst. Sondern ich glaube, es liegt einfach daran, es ist ein Twister.
Also, oder ein Curly-Tail, wenn du so willst. Und wer fischt das heutzutage noch? Ich glaube, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, habe ich so ein Gefühl. So das Twisterfischen. Früher war es noch relativ viel bei den Eglifischen, die kleinen Twister. Eglifisch, ja. Heute gibt es noch da die G-Tails von der Neuke sind die, glaube ich. Die laufen noch recht grob anscheinend am Zürichsee. Aber ja, sonst siehst du eigentlich, die meisten sind mit Paddle-Tail unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja. Also Eglifische habe ich mit Weisser. Mit gelben oder mit roten. ja, genau. Dort Ja, mal oder das gelb. klassische Feiertiger musst du so gel-rot. Ja. Also Und dann noch die Chickheads, die roten und gelben, was ganz Ja, früher genau, war. ja, Die, ja. die du heute noch vielleicht Maldi oder so Ja, bekommst, genau. So hast du angefangen, Ja. Eglifischen. Ja, absolut. Aber, ja. Ja, herrlich, wie die Zeit nicht weitergeht. Welches ist dein Lieblingsköder von Stucki, wenn wir gerade bei der Baits sind? Curly Tail. Wirklich? Ja. Ist das... Ja. Hast du schon mal an eine Maus hingehauen? Ich finde es schade, dass es nicht ein bisschen grösser gibt. Danke, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann kommt die Grösse? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht... Komm jetzt, du weißt sicher so Insights. Ich gebe Mühe. Sehr gut. Hat und gibt sich Mühe. Ich habe es schon mal angesprochen, aber eben jetzt sind wir wieder beim Schweizer Markt. Ja. Oder? Und das ist schon der Haupt... also ich bin nicht aus der Firma raus. Wir sind ja noch nicht so lange dabei. Aber ich persönlich, Rani, ich wäre froh, wenn es ein bisschen grösseren gibt. Oli, nicht nur der Peter, auch ich, Oli, wäre froh. Wie gross gibt es den? Was ist er jetzt? 17? Ja, ich glaube, Ja. Schäme muss ich mich gerade schämen. Ja, ist schon gut, können wir Ich rausschneiden. fange einfach Fisch mit dem. Ja, das ist die Hauptsache. Im Dekor? Im Dekor? In welchem? Ja, Egal. es ist im Fall... Es funktionieren alle. Ja. Also der Ralf schwört eher auf die dunkleren Farben, ich mehr auf die Fire-Tiger-Farben. Knallig. Es funktionieren alle. Ja. Aber das ist jetzt sind wir wieder beim Vertrauen. Ja, Oder? klar. Ja. Die passende Route dazu? Sorry, schnell, er ist 17,5 cm. 17,5. Okay. Wirklich? Ja. Du bist aber gut gewesen. Ich weiss. Ich kenne doch Sortiment auch. Die passende Route dazu. Ja. Also ich nehme an, es wird dann auch deine Favorite-Route sein, wenn der hauptsächlich Fisch ist. Definitiv. Ich muss es aber gerade ehrlich zugestehen. Dort wann sind wir jetzt? Dort, ist noch gut, das ist noch nicht so lang, seit nach Holland. Ein gell? halbes Jahr. Ja, vielleicht. Vielleicht Ja. ein bisschen mehr. Ja. Ich habe noch ich habe die Route gefischt, aber ich habe wirklich zum Pelagen, also respektive zum Sharpshooten, habe ich das darf ich jetzt auch fast nicht sagen, einen Berkeley Pulse, Ja. wo der vordere Spitz abgebrochen ist. Wo du extra eingekürzt hast zum Sharpshooter, genau, ja. Habe ich eine Westin, ja. Hey, und mit der hat das mega gut funktioniert. Ein Laserstecker. Ja. Ja, das ist Wirklich. eben geil. Ja. Aber jetzt sind wir ausgestattet worden von Stucki. Und funktioniert das auch. Welche Route sagt ihr dort am meisten zu? Wenn jetzt einer würde kommen und sagen, hey Peter, eine Route zum Hechtfischen, ich will Hecht fischen, dann mit dem Curly-Tail in der Regel dementsprechend, welche Route soll ich nehmen? Welche würdest du mir empfehlen? Ja, Hast du wenn du schon- fischen willst, Hast du da schon deine Erfahrungen? Also weißt du, was wie eben, wenn du fischen willst, ja, oder auch für einen Curly-Tail. Einfach zum Einleiern. Okay. ein Curly-Tail nicht. Ja, Müs? Chameleon, oder heisst sie? Mhm. Oder? Ich weiss nur, wie man es ausspricht, aber ja. Ja, ich habe eben auch Mühe. Die ist super. Ja. Du darfst sie einfach nicht in Verbindung mit der Yoga fischen. Was, warum? Wieso? Weil die ganze Schnur nachher weg ist. Ah, das ist das Ey, die lässt sich auf dem Fall. Zack, bumm. Keine Ahnung, 150 Meter Schnur, weg. Ja. Okay. Also das ist mir zu Oland 3-mal passiert. Okay. Beim 3. Mal hat sie mir gerissen bei der Rolle. Und dann habe ich gefunden, du musst ein bisschen weniger rausholen. Nein, also ich pfeffere mit der wirklich. Ja, 150 Meter. Bist du auch so Daiwa-Rollen-Fanatiker? Hey, schau. Eigentlich ja.
schwieriges Thema. Nein, eigentlich wirklich Baitcaster definitiv, ja. Ich habe wirklich ein paar Rollen. Ich bin aber auch bei den Baitcaster Tranks finde ich mega. Shimano. Ja. Aber der war natürlich dort schon... Früher waren wir ja Mega-Freaks gewesen, was Baitcaster angefangen hat. Das hat zum Glück nachgelassen, weil das ist recht ins Geld. Aber ich habe Rollen aus Amerika, aus Japan gekauft, brauche die Rolle, das Vermögen gezahlt. Daiwa Ito habe ich daheim. Dort zumal Nonplusultra, Yellow Pixie. Sind irgendwie die gleichen Rollen, wie dein Bruder erzählt hat? Bist du sicher? Ja, wir sind Freaks gewesen. Aber jetzt wär die Nachricht geil. Woher weisst du der Scheiß schon wieder? Ich bin wirklich... Wenn mich die Leute einmal fragen, was für einen Faden nimmst, ich fische einfach. Ich bin, wenn ich von etwas überzogen bin ich überzogen davon und dann fische ich es. Also das Fachgesimple manchmal, ja weisst du, dieses, jenes, das ist bei mir relativ schwer. Ja. Es muss funktionieren. Es muss passen und es muss dir vor allem passen. Wenn es nicht funktioniert, dann kommt es in die Ecke und wird nicht mehr gebraucht. Ja. Hast du schon mal eine Route gebaut? Selber? Also jetzt hast du einen Wunderpunkt drauf. Aha, das dunkelt mir gerade. Ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen. Ja, ich glaube, es ist etwas in Planung. Geil. Also mit Stückchen? Ja, mit wem sonst? Ja, vielleicht für dich selber. Ja. Du, ich weiss also nicht. Mäuse bleiben nehme ich an bei dir, nicht? Ja. Also. Ja. Du, mir hat mal etwas angetönt. Was rauskommt dabei, können wir noch nicht sagen. Da haben wir euch sicher auf dem Laufenden. Das ist, ja. Ich glaube, da kommen schon die Updates über. Aber ein guter Freund von mir, der hat früher selber Routen gebaut und gebunden. Ja. Der Urs Stöckli, der macht übrigens auch Mäuse. Ja. Aber ein bisschen anders wie ich. Der macht es mit Epoxy, so mit einem Epoxykopf. Ja. Der hat einmal Routen selber gebaut. Ich will auch meine erste Route selber bauen. Ja. So eine Twitch-Route möchte ich machen. Ja. Mit einem Apex Blank von CMW. Ich bin brutal gespannt. Ich habe mir den Warenkorb mal angelegt. Du bist einfach so mit dem Material mal so, ohne dass du gerade alles hast. Gewisse Sachen, so eine Routenbindebank und so, könnt ihr übernehmen. Aber einfach mit Routenring, Fäden, noch ein Marker, Griffstück und so bist du einfach schnell mal bei 300 €. Ja. Das ist, aber ist geil. Also, würde ich sicher machen, sind Fuji Torchside Rings. Das ist wirklich so ein High-End, Fuji ACS Rollenhalter, Baitcast. 1,95, 9 bis 36 Gramm. Ja, ich bin gespannt. Das werde ich mal machen, auch so mit den Wicklungen, um mal schauen, wie das so ist. Es wird ein Once-in-a-Lifetime-Projekt. Es ist nicht nur das Fischen. Nein, eben, genau. Es gehört eben auch das Drumherum dazu. Das ist, ob das banal Flüge binden ist, Nymphen binden, Streamer binden oder eben Müsli binden, Gummifisch gießen. Ich finde, das gehört alles so ein bisschen... das ist eben geil. Und dann, wenn du auch noch damit fängst... Das ist absolut das Nonplusultra. Sowieso. Ja. Das ist, du hast so eine Freude in dir. Ich kann mich noch erinnern, der erste Hecht. Ich bin dort hinten gestanden und der Ralf hat den Hecht gefäumert. Und ja. Das ist schon geil. Das ist mit deinem eigenen Köder. Und es funktioniert. Ja, absolut. Absolut. Ich kann es völlig verstehen. Ich habe von Mauri auch ein Original, der 400 € gekostet, bis sie bei mir war. Von Italien unten. Ich habe die noch nie gefischt. Ja, verständlich. Nicht, weil ich denen nicht vertraue, einfach irgendwie finde ich es schade. Ja. Ich habe mal ein paar Witze gemacht, die habe ich gekauft, als ich angefangen habe mit dem. Und alle gesagt, was kaufst du dir so etwas teuer? Ich habe gesagt, ja weißt, ich muss sie auseinandernehmen, dass ich weiss, wie er es gemacht hat. Also ich habe sie übrigens nicht auseinandergenommen. Ja gut, das geht jetzt mal davon aus, für 400 € nimmst du nicht einfach so. Nein, es ist einfach bei mir in der Tacklebox drin und irgendwann kommt sie dann schon führen, aber es ist jetzt einfach mal dort. Hast du nicht so eine Erinnerung weiter rein? Mal habe ich auch, aber die sollte ich mal putzen. Da ist die Maus fast, also die Vitrine fast schade für die Maus wahrscheinlich. Ja, ich habe einen riesen Keller, oder? Ja. Und ich habe ja nichts mit oben in der Wohnung, alles da unten im Keller. Ja. Und das ist riesig. Ja. Aber es ist halt auch nicht mehr so wie früher, als ich es im Zimmer hatte.
Da bin ich jeden Tag dort reingehockt und jetzt Ja, ist es klar. halt so, habe ich Lust, habe ich keine Lust. Also die Mäuse baue ich in der Wohnung, im Büro. Dort Ja. habe ich so eine Ecke eingerichtet, wo ich einfach Mäuse mache und der Rest ist alles im Keller und Ja. hat gar keinen Platz im Zimmer. Glaube ich, ja. Ich habe auf die Geburt von meinem Sohn habe ich ein Jerkbait bekommen mit seinem Namen drauf. Wir haben ihn früher immer Klaus gesagt, als er noch ein Baby war. Dann habe ich ein Jerkbait bekommen mit einem weißen Hintergrund, einem roten Hintergrund, weißes Kreuz. Mit dem Namen Klaus, noch ein Glitzer drauf und so. Ich würde ihn nie fischen. Ja. Das ist so ein Erinnerungsstück. Der liegt bei mir schön auf dem Möbel oben. Wer Ja. hat ihn gemacht? Der Sammy? Nein, der Frank, ein Deutscher, Ja. der hat Baits gemacht, hat Köder gemacht, so Handmade Baits, aus Epoxy auch, und Ja. auch aber aus Holz auch. Und wir haben mal alle einen Wobbler bekommen von ihm, der ist aber ein Jerk, der ist auch relativ schwierig zum Führen. Du musst ihn ziemlich heavy führen. Und ja, wie jetzt eben der Klaus Jerk ist, weiss ich nicht, aber das ist für mich einfach ein Erinnerungsstück. Der hat das ganze Zeug verkauft, also der macht keine Köder mehr. Der hat seine Formen verkauft, hat seine Maschinen verkauft, alles drum und dran. Der macht nichts mehr. Und der wird nicht irgendwie einen finanziellen Wert haben. Der wird und je wird der emotionalen Wert haben. Emotionaler Wert. Genau, und das ist viel, viel mehr wert als irgendwie jegliches Geld. Ja. Ja, ich meine, wo mein Götti gestorben ist, da hat der Ralf etwas bekommen. Und ich habe viel von ihm bekommen. Ich habe Routen da unten von meinem Götti. Ich habe eine gespleiste Route, die handgebaut Ja. ist. Ja. Die hängt bei mir in der Stube. Ich könnte das nie verkaufen oder nie weggeben. Nein. Auch Sachen von mir, wo ich eben, ich habe die Puls, die Berkeley Puls, wo die Spitze abgebrochen ist. Ich mag mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, erinnern, wie das passiert ist. Oder? Ja. Das hat für mich so einen emotionalen Wert. Das ist brutal. Und ich will mich immer an den Moment erinnern. Immer. Ja, glaube ich. Ich finde jetzt da nicht so ins Wort fallen, aber langsam immer ein bisschen Kurve Ja, finden. Wir haben noch definitiv. ganz viele Community-Fragen, die ich Yep. auch noch reinbringen Yep. will. Peter, einfach so abschliessend, bevor wir zu Community-Fragen kommen, das Ziel für 2026. Hast du Ziel gesetzt? Gesund bleiben. Und das nehme ich auch ins Fischen rein. Ich habe viele Sachen beim Fischen, während dem Fischen erlebt, wo böse hätten können enden. Gesund bleiben. Ja. Das ist halt so. Gut, dann würde ich doch sagen, hast du eine Community offen? Ja. Weil ich habe nur das OneNote, mein Handy hat kein Akku mehr. Du anfangen? Nein, du darfst anfangen. Ich fange unten an. Also, dann kommen wir doch zu den Community-Fragen. Nein, du darfst nicht anfangen, die kommt zum Schluss. Ja, Mann, du willst nur, dass ich den Namen Ja, sagen. ja. Ist gut. Lass mal jetzt Weichbreit. Gut, also GG3AE2.fishing, danke vielmals. Ich weiss, er hat letztes Mal hat er auch irgendwie geschrieben, wie er richtig heisst. Ja, aber er tut seinen Namen nie ändern, weil Nein. es einfach lustig ist, dass wir dir das müssen sagen. ist so. Das lustigste Erlebnis am Wasser. Das lustigste Erlebnis am Wasser. Das ist schon ewig lang her. Da haben wir noch Fischerschile angehabt zum Fischen. Wow. Ja, Mit das dem muss lange her Patch sein. drauf. Ja, mit Manuel Burger an der Lima gestanden und ja, ich bin dann so in den Knie gewesen, er ist hinter mir gestanden und ich habe dann einen fahren lassen und ihm hat das gar nicht gepasst und hat mich ins Wasser geschüttet. Ich habe so viel Blei im Fischerschile gehabt, dass ich fast versoffen wäre. Das ist aber nicht schlecht. Geil. Ja, Die gleiche Person, die du willst wissen, was wäre dein Traumfisch mal zum Fangen? Mein Traumfisch mal zum Fanger. Meterzander. Ja. Egli bin ich zufrieden. Hecht auch. Zander, das können wir jetzt glaube ich auch kurz verraten. Mit 83 ist noch Luft gegen oben. Aber so ein Meterzander, das wäre schon. So GT oder so, kein Nein, das Thema. sagt man gar nicht. Gar nicht. Nein, gar nicht. Aber so gemäss deinem liebsten Brüder Ja. bist ja du nicht so der pelagisch oder der Livescope-Fischer. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, wenn er an mich an der PT oder an der Predator am Fischen sind, bist ja du eher der Müsliwerfer, Genau. der halt dann dummerweise mal einen Zander fängt.
Ja, aber der 83er ist nicht... Nein, im Fall. Nicht? Okay. Nein, ich habe noch nie einen Zander auf die Maus. Okay. Aber ich kenne einen, der einen Zander hatte auf Ja. Maus. Ja. Ja, der Röbi, glaube ich, wenn es mir recht ist. Ja. Aber ich nicht, nein. Aber du bist schon eher der Müsliwerfer, oder? Also Ja, eben, der wie du sagst, der Hechtfischer. Hechtfischer. Der Hechtfischer, Ja, absolut. okay. Schon immer gewesen. Aber doch der Meterzander wohl. Ja. Okay. Ja. Dann fragt er noch die dritte Frage. Und zwar ist die gehört echt wahrscheinlich entweder, oder? Aber lieber ein 45er-Regli oder ein Meterpike? Meterpike. Meterpike? Ja. Ja, eindeutig Hechtfisch. Ja. Ja. Der Dani Westing Fishing will wissen, wie viel kostet so eine Maus von dir? Schau, ich verkaufe es nicht. Ich kann einfach sagen, wenn ich die Stunden, die ich habe, dann zusammenrechne und Materialkosten, dann komme ich etwa auf 250-300 Franken. Ja. Also es ist verdammt viel Zeit. Das Backteil kostet auch. Alles drum und dran, dann komme ich etwa auf diesen Preis rauf. Wenn es eine doppelte ist, bin ich bei 350 Franken. Aber wie gesagt, ich verschenke lieber jemandem einen guten Freund von mir, der Geburtstag hat oder so, der Freude daran hat, wie das ist verkaufen. Ja. Und ja, ich meine, es kann ja immer etwas passieren. Es kann mal etwas kaputt gehen und nachher heisst ja, Scheiße gemacht. Oder also bei mir ist noch nie eine kaputt gegangen. Und so viel Geld dafür gezahlt. Genau. Ja. Oder, aber so das wäre so der Range, den ich müsste haben. Ja. Also Dani, musst einfach ganz lieb sein zum Peter, dann kommst du vielleicht einmal eine über. Dani ist momentan sehr lieb zu mir. Ich aber auch zu ihm. Sehr gut. Hey, dann wird der Marc Schlecht wissen, was du sonst noch machst, ausser Fischen. Arbeiten. Und natürlich Müsli bauen. Ja, aber, ich arbeite, ich habe eine Partnerin seit geraumer Zeit. Wir haben einen Hund zusammen, einen deutschen Boxer. Macht sie mehr als ich, ja. Muss ich auch sagen. Also die Hündin. Ja. Nein. Mein Schatz macht dort viel mehr als ich. Da bin ich auch froh. Und sie macht super. Wir gehen laufen mit dem Hund, eben viel am Wasser. Hockey schauen. Ja. Gehst du an die WM? Nein, ist innerhalb von 12 Minuten ausverkauft. Ja. Das ist, also ich würde schon den einen oder anderen kennen, wenn ich würde anrufen, dass ich irgendwie sicher zu Tickets würde kommen. Aber eben, es gibt viele Sportler, die fischen, die kennen mich oder uns. Würde irgendwie schon funktionieren, oder? Aber also wenn ihr da irgendwie zuhört, schenkt doch dem armen Peter ein Ticket. Aber ich gehe nur mit dem Ralf. Schenkt ihm doch 2 Tickets. Schenkt ihm doch 3 Tickets. Ich komme auch noch mit. Ja, können wir machen. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ist... ZSC gegen... Wow. Frag mich nicht mehr. Ich weiss es auch Lugano? nicht. Ja, ist möglich. Ja, ich glaube Lugano. Oder Ambri, irgendwie so. Ja. Hä, du bist doch für den anderen Verein dort hinten. Geschäftlich. Ja, er ist geschäftlich. Ja, sonst bin ich schon Zucker, ja, definitiv. Der Sam will wissen, welche Sonnencreme du beim Fischen benutzt. Ich benutze Sonnencreme von meinem Bruder. Ich behaupte jetzt einfach mal da, Sam, dass du wahrscheinlich den Peter und den Ralf verwechselt hast. Das glaube ich eben auch. Ich Ja. glaube, wegen Basti. Genau, ich glaube, es geht um den Basti, aber ich habe gefunden, ich nehme sie gleich. Ich habe zwar den Sam noch gehört am Telefon, aber ich habe vergessen zu fragen. Ja. Schreib im Ralf Aschifishing ein PN und fragen dort, was Ja, das genau. für eine Sonnencreme ist. Genau. Weil ich weiss es nicht, ich brauche sie aber auch im Sommer. Er muss wieder mal auffüllen. Dann haben wir noch eine Frage. Von wem echt? Ja, von meinem Bruder. Bravo. Oh, jetzt kommt. Wie viel Unterhosen von ihm schwimmen im Hollands Deep? Von ihm? Von dir? Von mir? 2. Okay, können wir aber die Story noch hören? Ja, ich weiss ja nicht, wieso dass er auf diese Frage kommt, aber das hat sicher auch einen Hintergrund. Ja. Ich möchte etwas klarstellen. Das sind immer die besten Antworten. Ich habe die Holländer wirklich sehr, sehr gern. Wirklich. Also jeder Holländer, der zulässt. Ausser der Hafenmeister. Ich mag. Ja, nein, den nicht. Ja, aber das kann man auch sagen. Nein, es ist wirklich so in Holland, das ist meine Meinung. Zu den Holländern kannst du nicht essen in die Restaurants. Wenn du in Holland gehst, ins Restaurant essen, mal es gibt zwar einen in Willemstad, der ist nicht schlecht, so Hamburger und Pommes, aber sonst
Pommes gemischt mit Käse, alles zusammen gemischt, das kannst du nicht essen. Und wir haben, an diesem Abend haben wir auswärts gegessen. Sind dann am nächsten Tag fischen. Und ich habe gemeint, ich muss einen fahren lassen. Ja, es ist nicht gut rausgekommen. Jetzt musst du warten. Da hat zu Ralf gesagt, Ralf, wo ist das Messer? Ich sage, warum? Ja, ich habe mit die Hose gemacht. Sagt er, sicher nicht. Ich sage, ja, für was brauchst du das Messer? Ja, ich kann doch jetzt nicht aus der Hose, ich will die Unterhose verschneiden. Okay, dann hat mir das Messer gegeben, dann habe ich links und rechts den Bund aufgeschnitten und habe die Unterhose hinten rausgezogen und habe sie hinten rausgerührt. Es war lustig, zum Glück haben wir Nasstüchchen im Balkon. Aber wieso schwimmen zwei Unterhosen? Ja. Also, am Abend sind wir in Spiessbosch gegessen. Das ist im Camp von der Predator. Sind wir am Morgen raus? Ich habe gemeint, ich muss furzen. Ralf, gib mir ein Messer. Aber ich garantiere euch, das hat sich seitdem nicht mehr wiederholt. Ja. Weil wir sind nicht mehr auswärts gegessen. Es braucht ein paar Minuten. Okay. Also ich möchte jetzt so nicht bekannt werden da für die Story. Aber sie ist real und sie ist passiert. Ja, und ich stehe auch dazu. Nicht raus, du musst keine Angst haben. Ich stehe auch dazu. Ja, besser als stehst, sonst wärst du durch die Hose durch. Nein, es ist aber ich kenne den Fall. Ich bin schon an ein Boot angefahren vom Sven Müller und vom Daniel Katzarek dort zumal noch zusammen. Und ich dachte, hey, was macht der Sven dort? Dann sind wir immer näher und näher gekommen. Und dann habe ich gedacht, hey, der hat voll hinten rausgeschissen. Und ich habe dann wirklich schön an den Tunnelbereich angeschaut, da gesehen, wie der Zug rauskommt. Und ich glaube, das ist einfach so, wenn du in Holland einfach am Morgen um 6 Uhr rausgehst oder lass von mir aus 7 Uhr sein und du kommst zu Abend am 8 Uhr wieder zurück. Ja, wie willst du sonst? Ja, natürlich. Ja, logisch. Ja, das sind Storys, die passiert sind. Danke, Aschwanne, gibt's euch. Mann. Ja, danke, Aschi, für die sehr wertvolle Frage. Komm, bevor es noch grusiger wird, entweder oder. Danke natürlich auch dir, Peter, fürs Aufklären. Ja. Das war sehr ein erfüllendes Erlebnis. Das ist gern geschehen. Peter, wie jeder Gast spielen wir auch mit dir, entweder oder. Ja. Wir haben natürlich nicht nur unsere obligaten 3 Fragen überlegt. Nein, es sind das mal sogar 6. Ja, dann muss ich noch einen Schluck vom Bier nehmen, vom feinen Lagerbräu. Ja. Soll ich anfangen, oder willst du? Ist mir gleich. Ich habe mich wieder beruhigt. Gut. Eigentlich hätten wir jetzt auch noch gerade eine Frage einbauen von der. Ist gleich. Ja, gut, also. Was verlierst du lieber? Deine Lieblingsmaus oder dein Hecht-PB? Schwierige Frage. Meine Lieblingsmaus, die mache ich neu. Die kannst du anbinden. Ja. Ich kann überlegen, wie wir mit dem Zander stellen. Ja. Eine Lieblingsmaus oder einen Meter Zander. Ja, ist gut. Ja. Die nächste, ich glaube, die Antwort könnte man jetzt ein bisschen raushören, wenn wir jetzt ein bisschen zugelassen haben in dieser 2 Stunden. Zürichsee oder Limmat? Limmat. Hätte ich gesagt, ja. So ein Limmat-Kind. Und der Aschi ist so viel auf dem Zürichsee. Ja. Er ist mehr auf dem Zürichsee als auf der Limmat, gell? Ja, definitiv. Ja. Ja. Schweden oder Holland? Holland. Warum? Gutes Boot. Also meistens sind wir, wenn wir dort sind, nehmen wir gute Leute um uns. Mega Reichweite natürlich mit dem Boot. Ich meine, Holland, Stieb, Haringsfleet, Ammer, Merwede, ist riesig. Holland ist nicht so gross. Holland ist nicht so gross. Mal schon, es ist relativ viel, aber viel gefahren, es ist viel Stein drin. Mit einem grossen Boot bist du nicht so gut bedient. Aber schon, ich bin einfach rein vom Boot her und wo du hin kannst. Ja. Was sagst du, ist unser Podcast-Wort vom 2025? Kescher, Barsch oder Nice? Nein, es kann es nicht sein, Barsch.
Also du darfst beurteilen, weil ja, es es ist eigentlich mehr so eine Joke-Frage, Ja. weil wir haben relativ viele Kommentare bekommen für Nice, dass wir mit dem weniger sollen. Und Barsch und Kescher ist mehr so ein bisschen, hey, wir sind hier in der Schweiz, wir sind doch ein Schweizer Podcast, das heisst Egli und Feumer und nicht Barsch und Kescher. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen, ja. Was hat dich am meisten getriggert? Barsch, Kescher oder Nice? Nice. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Habe ich das so oft gesagt? Verdammt. Also, ganz ehrlich gesagt, du sagst einmal angeln, geh angeln. Voll. Das triggert Das habe ich auch noch Ja, nie. das Stimmt, stimmt, Das stimmt, triggert auch stimmt. brutal. Geil. Nice. Wer fischt besser? Du oder dein Bruder? Also, ich würde wirklich, also der Ralf würde ich sagen, er Schon. würde wahrscheinlich sagen, also es kommt auf den Fisch drauf an. Ja, also wir ergänzen uns halt super. Nein, ja, also ich kann jetzt nicht sagen ich. Nein, der Ralf. Wir ergänzen uns einfach super. Haben wir ihm diese Frage auch gestellt? Ja. Gell? Was hat Und er hat damit gerungen, und zwar etwa 3-4 Minuten lang. Ja, aber ihr habt gefragt, Geier oder Peter, oder? Irgendwie so, oder? Nein, wir oder haben mit dem Sohn. Geier oder Dani. Haben wir gefragt. Ja, dann ist sie mit dem gehst du lieber fischen, mit deinem Sohn oder mit dem Ja, das ist mir- ja, das ich haben wir bin, auch bin mir gefragt, nicht mehr sicher. Dann die nächste Frage. Mit wem fischst du lieber? Mit deinem Bruder oder mit seinem Sohn? Also ich muss meinem Bruder sagen, weil wenn mit seinem Sohn fischen, dann ist mein Bruder auch dabei. Ja, okay, gut. Ja, Clever gelöst, clever gelöst. Applaus. ja. Fragen sind durch. Gut gemacht. Aber immerhin haben wir zwei Mal haben wir die zum Nachdenken gebracht. Ja, Ja, Peter, danke, bist du heute bei uns hier im Podcast gewesen. danke für die Einladung. Ja, gern. Wieso? Eigentlich ist es mega frech, wenn ich das sage, aber ich glaube, du hast wie jeder Gast etwas mitgenommen. Nebst dem Bier. Nebst dem Bier für uns. Also ich habe etwas mitgenommen. Nebst dem guten Bier. Ja, Ja, so wenn ich jetzt etwas, das... wo wir jetzt vorhin immer ein bisschen drüber geredet haben. Ja. 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 Siehst du nur? Du hast nämlich vorher, also ganz am Anfang hast du etwas umgezeigt, so Ja. etwas Schwarz-Rotes, Mhm. das recht geil ausgesehen hat. Ja, ich habe etwas mitgenommen. Was hast du uns mitgebracht? Ja, das Goldfischli. Yes! Im Glas. Nein, ich habe eine Maus mitgenommen. Ah, herrlich. Perfekt. Das heisst, wir tun diese Maus verlosen. Genau. Gut. Und was müssen sie dafür machen? Ja, schätze, wie viel das ich schon gemacht habe. Das weiss ich ziemlich genau. Dann würde ich doch sagen, dass ihr die Maus überkommt, oder einer von euch, es ist eine Maus, handgebunden, vom Peter, Ihr habt von gehört, was die Maus an Wert, an Wert hat. hat. Genau. Nebst dem emotionalen Wert hat die natürlich auch noch einen finanziellen Wert, aber also ich wüsste im Fall auch nicht, ob ich so eine Maus wirklich würde fischen, weil wenn ich die würde abreißen, wäre es brutal schade. Aber das ist dann euch überlassen. Um die Maus zu gewinnen, kommentiert, wie viel Mäuse, er weiss es, wie viel Mäuse hat der Peter bis jetzt selber gebunden. Und wir haben dann am Anfang vom Podcast, im Off, haben wir ihn durchlöchert, was das angeht. Und wir haben sogar auch gefragt wegen der verlorenen Mäuse, ob er die auch noch weiss. Er hat gesagt, ja, natürlich, das war eine gewesen. Also er weiss es wirklich noch genau. Um die Maus zu bekommen, müsst ihr bei uns im Podcast auf Spotify kommentieren, wie viel das der Peter schon bereits gebunden hat von diesen Mäusen. Und die richtige Antwort wird in 2 Wochen gedroppt, plus minus. Ja, Auf jeden Fall vor der Sportfischermesse, weil an der Sportfischermesse müsst ihr natürlich dann die Maus auch abholen kommen. Ihr dürft sie abholen. Ihr dürft sie abholen kommen, selbstverständlich. Und zwar am Stand von Stucki. Und im Insta wird auch der Gewinner bekannt gegeben. Oder wir kommentieren es unten dran. Wir kommentieren es unten Wir dran. kommentieren es unten dran. Unter Kommentar. Das ist einfacher. Ja. Im Kommentar vom Gewinner tun wir es kommentieren. Das macht am meisten Sinn. He? That's it. Jetzt haben wir es hure kompliziert gemacht. Abartig. Abartig. Aber es ist eigentlich einfach. Hey, aber Jetzt Peter, danke viel mal für die Ja. hure geile Maus. Absolut. Auch für den Podcast. Schön bist du Ja. hergekommen. Danke vielmals. Angenehm gewesen. Und ich würde sagen, das letzte Wort
nicht ganz hat. Nein, nicht ganz. Aber der Peter darf noch das letzte Wort richten, bevor wir noch einen kleinen Ausblick haben. Genau. Ja, ich möchte euch allen danken, sagen, dass ihr zugelassen habt. Ich möchte euch zwei danken sagen. Ich finde, ihr macht das super. Ich habe jede Folge gehört. Stark. Merci. Ja, und euch da draussen bleiben gesund. Ganz wichtig. Man sieht sich. Und auf viele dicke Fische. Dann würde ich sagen, gehen wir noch geschwind in Ausblick. Oli, das darfst du ankündigen. Ja, ist halt heute ein bisschen eine speziellere Folge, da der Nico wieder das Gefühl hat, er muss Ferien machen. Ist das der erste und der letzte Podcast im Januar, aber wir sind erst wieder an der Schweizer Sportfischermesse live vor Ort. Deswegen hören wir noch den Gesi. Liebe Fischvolk-Community, liebe Nico, liebe Oli, vielen Dank, dass ich euch von der Schweizer Sportfischermesse berichte, vor allem von den Neuheiten, und davon gibt es einen Haufen. Ja, anfangen wollte ich damit, dass wir uns massiv haben können vergrössern. Wir sind jetzt neu quasi auf 3 Ebenen daheim. Im Parterre, wo wir reinkommen, ist im hinteren Teil links, wo letztes Jahr der Pastaplau stattgefunden hat, neu der Fischereiverband, zusammen mit dem Kompetenzzentrum und noch der Alaska Wildlachs, dass wir da noch etwas für das Kulinarische machen können. Genau, sicher ein Highlight dort, die virtuelle Brille und die feinen Lachsbrötchen. Und vorne, wo die Stegen ist, wie gehabt, der Waldenautor, wo auch ganz ein spannendes Sortiment wieder wird präsentieren. Und wenn ihr jetzt neu einen Stock raufgeht, dort werdet ihr einen Haufen weitere und neue Aussteller finden. Unter anderem Fischen CH mit einem riesengroßen Stand, mit der Unterstützung von Stefan Seuss von Black Cat, wo dort wieder dabei ist und ganz viele spannende Sachen dabei hat. Dann hat es noch einen Haufen andere spannende Aussteller dort. Da findet ihr übrigens bei uns auf der Homepage einen Hallenplan. Dort sind eigentlich alle beschrieben, wer wo seinen Stand hat. Und ganz speziell freut es mich, dass wir einen neuen Raum haben können dazu mieten, einen riesengroßen. Und dort drin ist neu der Wurfpool für die Flügelfischer. Dort ist gestuhlt, also richtig luxuriös. Wir haben uns da etwas einfallen lassen, auch dekorativ. Die Flügelfischer werden dort voll quasi auf ihren Geschmack kommen. Dann haben wir dort natürlich noch ein paar Aussteller, ein paar namhafte Aussteller wie Guideline, Pozzo, Yeti, zusammen mit Angelschnur. Genau, also da ist sicher ganz ein spannender Raum. Nebst dem, dass man dort viel vom Programm noch quasi bietet, logisch die Flügelfischer-Vorführungen. Dort ist der Christopher Rowns dabei, der Daniele Di Fronzo, Markus Siewert, Thomas Lüscher und der Jan Kuballa. Und dann natürlich noch ein Haufen Flügelbinder, so viel wie noch nie. Der Pedrofly, Peter Kunz, besser bekannt. Der Andreas Paschek, Vincenzo Bellotti, Bernhard Nussbaumer und der Micha Sternhardt. Also Flügelfischer dürfen sich auf keinen Fall beklagen. Wir haben also so viel Programm und so viel Aussteller wie noch nie. Neu haben wir auch können gewinnen die Jungs von Fly With Us. Mega cool. Ich schaue an denen schon zeitlich die Beste organisieren. Das Mal hat es endlich geklappt. Ja, aber auch die Spinnfischer kommen voll auf ihre Kosten. Wir haben da wieder den Dietmar Isaias als Referent gewinnen. Er macht 2 ganz spannende Vorträge. Der Enrico de Ventura wird 2 ganz spannende Vorträge halten. Und der Ronny Kamenisch einen ganz spannenden Vortrag als Lokalmatador. Sowie der Max Guder von Savage Gear, der auch mit einem ganz spannenden Vortrag über das Hechtfischen wird aufglänzen. Ja, dann unten auf der Hauptfläche gibt es auch einen Haufen Neues, unter anderem eine ganz neue Workshop-Zone. Diese Workshop-Zone befindet sich neu gegenüber vom Vortragsraum, also gerade beim Lift zu. Die wird betrieben von Stucki Fishing. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Jungs von Stucki, dass ihr euch dafür bereit erklärt habt und da so etwas Cooles aufziehen. Es gibt eine ganz grossartige Show. Infos dazu werden demnächst auf unserer Homepage aufgeschaltet. Ja, und auf der Hauptfläche
einen Haufen neue Aussteller, namhafte Aussteller, einen Haufen neue Marken. Da kann ich wirklich sagen, nach Berlin sind wir wahrscheinlich die Messe in Europa, wo so viele Marken und so viele Markenvertreter direkt vor Ort vertreten haben. Also vielen lieben Dank an allen, vielen lieben Dank vor allem auch unseren langjährigen Ausstellern. Dank euch ist das alles möglich, dass wir hier in der Schweiz so eine tolle Messe durchführen und organisieren. Und ja, jetzt liegt es eigentlich an den Messebesuchern, uns zu besuchen, dass wir ein ganz tolles Messewochenende miteinander verbringen können. Hoffentlich ohne Zwischenfall, dass alle gesund und munter quasi 2 Tage lang, ja, dass wir unser Fischer-Hobby können bejubeln und dass wir zusammen sein können. Und ja, natürlich gibt es noch einen Wettbewerb bei Fischverrückt. Die Jungs von Fischverrückt, also lieber Oli, lieber Nico, macht euch Gedanken, wie ihr die 3x2 Tickets verlosen wollt. Wir gehen jetzt jedem. Und ja, dann würde ich gar nicht künstlich verlängern. Wir sehen uns hoffentlich am 7. 8. Februar in Spreitenbach in der Umweltarena. Die Schweizer Sportfischermesse sind dabei. Wir freuen uns riesig. Habt ganz fest Sorge, Dix Petri und bis ganz bald. Ciao, ciao. Wie ihr jetzt den Gesi gehört habt, gibt es auch da etwas zu gewinnen. Also wir haben einen sehr speziellen Podcast. Ja, voll. Ich könnt heute 2-mal gewinnen. Genau. Also 3x2 Tickets gibt es jetzt zum Gewinnen von der Schweizer Sportfischermesse. Plus eine Maus. Aber wie ihr die Billette könnt gewinnen von der Schweizer Sportfischermesse, sagt euch jetzt gerade der Peter. Also, wie viele Schweizer Sportfischermessen hat es gegeben bis jetzt? Beziehungsweise die wievielte ist das, oder? Die wievielte Sportfischermesse ist das? Genau. Wer das Gefühl hat, er weiss die Antwort oder hat mitzählt, ist auch jeder dabei gewesen. Was noch viel wichtiger wäre, unbedingt unten in den Kommentar. Es wird so sein, dass wir auch die Gewinner unten werden anschreiben. Und wie letztes Jahr wird es so sein, dass es eine Liste gibt, wo ihr drauf werdet sein. Und ihr einfach euch an der Kasse könnt melden und ihr seid dann auf der Gästeliste. Genau. Sozusagen. Also nehmt eure Idee mit. Genau. Gebt uns dann den Namen durch, beziehungsweise schreibt uns per Mail, wir dann alles in die Wege leiten, in den Kommentaren, so, dass wir eure Daten haben. Dann Nico, was wäre es gewesen? Die erste Folge in diesem Jahr, leck, so kompliziert ist schon lange wieder nicht mal. mehr. Ja. Aber ist gut, perfekt. Ihr habt also alle etwas zu hören. Wir sehen uns an der Schweizer Sportfilmmesse. Wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon gelassen ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buff oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!